Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Leute, diesmal zum Spiel oder zur Spielanalyse zum zweiten Bundesliga-Spiel. Zu Hause gegen den SC Freiburg, 2:0 gewonnen. Ruhe. Ich habe ja Tuchel is back. War ja so ein bisschen mein Clickbait-Titel. Leute, es war zweite Halbzeit, auch erste Halbzeit, ein sehr langweiliges Spiel. Und da die Tuchel-Nachwehen noch immer da sind, habe ich mir gedacht, komm, ist mir so in den Kopf geschossen, nimmst du mal rein. Ich habe gerade hier den ersten Satz vom ersten Kommentar gelesen, dann gehen wir natürlich gleich drauf ein. Und natürlich hinkt der Vergleich. Ja, also man sollte den Sarkasmus da schon drin sehen, wenn das nicht der Fall ist. Dann schon mal vorab, sorry. Ja, natürlich ist das kein Vergleich zum Tuchel-Fußball. Ja, aber von der Langweiligkeit her und von der gerade zweite Halbzeit von den schlichten Einzelaktionen, worauf das Offensivspiel ausgelegt war, kann man den Vergleich schon ziehen. Aber ansonsten natürlich nicht. Ja. Das wollte ich nur schon mal vorab einmal sagen, weil viele Leute gucken sich das Video ja gar nicht ganz an und von daher, da brauche ich mich auch nicht immer wiederholen in dem Video. Ne? Wer mich ein bisschen kennt, wer hier länger auf dem Kanal ist, sollte das eigentlich verstanden haben und sollte das aus dem Video eigentlich auch rausgehört haben. Aber gut, der eine oder andere klickt vielleicht einfach nur mal rein und denkt sich, was labert der da für eine Scheiße. Ist auch völlig fein für mich. Gut, Leute, bevor ich jetzt reingehe in eure Kommentare, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht auf dem Kanal, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Gut, damit gehen wir rein in den Bums. Bin gespannt, ich habe nur den ersten Satz gerade vom ersten Kommentar gelesen. Von daher dachte ich mir, sage ich das gleich mal vorne ab beim Video, weil ich ja auch im Stream gehört habe, dass wohl ein paar wilde Kommentare dabei sind. Ja. Alles gut. Kriegen wir hin, wa? Also, Arizati. Der Vergleich mit Tuchel hinkt für mich. Alleine die variablen Positionswechsel zeichnen eine klare Handschrift von Kompanie ab. Ja, wir haben kein Feuerwerk angezündet, aber der Sieg war souverän und ungefährdet. Und der Tuchel war durchweg unter Spannung. Dass wir gleich noch 2 Dinger bekommen. Bin von Kompanie überzeugt und glaube, dass er genau weiß, was er macht. Er braucht nur Zeit. Ja, das sehe ich ganz genauso. Habe ich auch 100 Millionen Mal kommuniziert, dass ein Kompanie einfach mal ein bisschen Zeit braucht und wir auf jeden Fall mal ihm bis zur Winterpause die Zeit geben sollten und dann können wir vielleicht mal ein bisschen was beurteilen, was System und so weiter anbelangt. Positiv zu erwähnen ist noch, dass Davies nicht gespielt hat. Ja, war angenehm zu sehen, dass nicht jeder Ball verspringt. Opa und Kim haben es ordentlich gemacht. Finde, hier warst du heute zu streng. Warte kurz. Warte. Kriegen wir hin. Warte. Bin ja ein alter Mann, da ist das Gedächtnis nicht mehr so. So. Minje Kim eine 3,5, Opa eine 4. Also ein befriedigend und ein ausreichend. Ja. Dass nicht jeder Ball verspringt. Opa und Kim haben es auch nicht gemacht. Finde, hier warst du heute zu streng. Pavlovic und Olise fand ich auch gut. Musiala hat in der ersten Hälfte magische Momente, aber wie gegen Wolfsburg war in der zweiten Hälfte die Luft raus. Ich habe auch von Musiala keine magischen Momente in der ersten Halbzeit gesehen. Also nicht in der Häufigkeit, wie ich das erwarte. Ja, ich erinnere mich auch an 2 Szenen. Einmal, wo er den Ball sehr gut durchgesteckt hat, dann einmal, wo er 3, 4 ausgedribbelt hat. Aber da würde ich doch nicht mal zu Musiala groß die Schuld in die Schuhe schieben. Wie gesagt, er tut sie einfach schwer, wenn er vorne am 16er den Ball bekommt und da irgendwas mit anfangen soll. Der ist einfach stärker, wenn er ein bisschen aus der Tiefe kommt, meiner Meinung nach. Zu Opa und Minje, ja, alles gut. Ne? Jeder sieht das, wie es sieht, wie man es sieht. Wie gesagt, ich habe eine 4 und eine 3 Minus gegeben und das war mein Eindruck. Gut. Optimus. Einfach mal den Company arbeiten lassen. Rom wurde nicht an einen Tag erbaut und genauso wenig wird Bayern innerhalb von 2 Monaten wieder zu alter Stärke zurückfinden. Dennoch bin ich guter Dinge, dass unter Company etwas entstehen kann, auch wenn die Zeit benötigt. Ja, gehe ich auch 100% mit. Haben wir ja auch im Stream besprochen. Ja, mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Und wir werden mit Sicherheit auch
viele weitere Spiele, hoffentlich sogar, ja, viele weitere Spiele sehen, die so in dieser Art waren wie gegen Freiburg. Ja, vielleicht wäre es schöner, wenn wir aus dem Spiel heraus dann mal ein Tor erzielen und vielleicht 1, 2 Chancen mehr erspielen, was mit der Zeit kommen wird, wie es hier auch steht. Aber wenn ein Gegner da nicht wirklich Bock hat oder nicht in der Lage ist, torgefährlich zu werden, warum sollen wir dann blind nach vorne laufen, anrennen wie bekloppt und hinten die Räume preisgeben? Macht halt auch keinen Sinn, ne? Also von daher. Ja, wir werden sehen, in welche Richtung dieser Company-Fußball geht. Wie ich es ja schon auch am Montag im Stream sagte, ich denke, wir haben jetzt 2 Extreme gesehen gegen Wolfsburg und Freiburg und wenn wir da einen guten Mittelweg rausfinden, ist doch alles schicki. Ja. John FCB, mir ist das alles zu negativ. Auch hier in den Kommentaren. Letzte Woche war es zu wild, diese Woche zu langweilig gegen eine gute Freiburger Mannschaft. Fakt ist, dass wir jetzt trotzdem in 6 Punkten da stehen. Ja, wir standen auch bei Tuchel nach der Hinserie mit, weiß ich nicht, wie viele Punkten da und alle haben gesagt, oh, bist viel zu negativ, bist du bescheuert, ist doch scheißegal, wie der Fußball ist, Hauptsache das Ergebnis stimmt und wir haben nur 2 Punkte weniger, Leverkusen hat so eine ausgewöhnliche Saison gespielt. Ja, das kann jeder sehen, wie er will. Ja. Letzte Saison war es Grottenfußball, das habe ich kritisiert und das habe ich zu Recht kritisiert. Ich habe es letzte Saison schon mal erklärt, es gibt 2 Arten von Fans, was gar nicht abwertend oder böse ist. Einmal die Art von Fan, die sagt, geil, wir haben 2:0 gewonnen, der Rest ist mir scheißegal, ja, oder wir haben 1:0 gewonnen, oder wir haben 3:2 gewonnen. Den interessiert einfach nur das Ergebnis. Ich weiß noch nicht mal, ob derjenige, der sowas schreibt, auch das Spiel überhaupt gesehen hat. Ja. Das ist die eine Art von Fan und die andere Art von Fan guckt halt ein bisschen tiefer. Ja. Und ich bin diese Art von Fan, der ein bisschen tiefer schaut. Ja, mir ist es, ich habe es gesagt, jetzt die ersten Spiele, ja, natürlich steht das Ergebnis im Vordergrund. Gar keine Frage, es ist am Ende egal, wie wir die Siege holen. Das würde ich sogar für die Hinrunde so unterschreiben, ja, weil man Kompanie einfach Zeit geben muss. Aber dann habe ich schon den Anspruch beim FC Bayern München, wir sind nicht bei Tufershausen, dass ich vernünftigen Fußball sehe. Ja. Erst recht mit diesem Kader und diesen Gehaltskosten. Da erwarte ich dann einfach, dass ich vernünftigen Fußball sehe und nicht so einen Graupenfußball wie unter Tuchel. So. Das ist mein Punkt, ja. Und ja, das ist einfach mein Anspruch. Nur weil ich sage, man muss eine Kompanie Zeit geben und die Ergebnisse sind das, was zählt jetzt in der Hinrunde, was ich 100% unterschreibe. Heißt das ja nicht, dass ich trotzdem kritisieren kann, wenn ich irgendwas scheiße finde, oder? Also nur weil ich etwas kritisiere, heißt das ja nicht, das ist alles scheiße, Kompanie muss entlassen werden, bla Sülz. Nee, natürlich nicht. Aber sollte ich mich hier hinsetzen und alles schönreden, wenn Upa und Minjay katastrophale Fehler machen, wie in Wolfsburg? Oder wenn es jetzt ein super langweiliges Spiel ist gegen Freiburg, dann kann ich mich auch hier hinsetzen und sagen, Leute, ich fand das ein super langweiliges Spiel und das war's halt. Ja, wir haben 2 Torchancen in 90 Minuten erspielt. Der SC Freiburg hat keine Torchance erspielt. Also war es für mich persönlich und aus meiner Wahrnehmung ein super langweiliges Spiel. Punkt. Ja. Und dann kommuniziere ich das, dann bewerte ich das und ja. Das ist meine Einstellung. Wenn ihr das super geil findet und euch daran hochzieht, es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der auch diesen Spielstil geil findet. Da habe ich aber schon der Tuchel gesagt. Es gibt mit Sicherheit einen oder anderen, der sagt, boah, geil, Alter, wir haben 1:0 gewonnen, wir haben keine Torchance zugelassen, das ist mega gut. Ich mag diesen taktischen Fußball. Dann ist doch alles gut. Ja, der wird sich dann daran erfreuen, wenn du 80% quer und nach hinten Pässe siehst und den Ball in den eigenen Reihen hältst. So gibt es halt verschiedene Charaktere und ich bin halt nicht dieser Charakter. Ja. Ich erfreue mich lieber an einem 3:2 mit vielen Torchancen auf beiden Seiten wie so ein 2:0, wo du eine Torchance hast und einen Elfmeter. So, das ist, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht pro Company bin oder ihm keine Zeit gebe oder sowas. Ja, ich hoffe, damit ist das mal klargestellt. Dann brauche ich das auch nicht immer wiederholen in den Kommentaren. Aber das sollte klar sein. Ja. Man bewertet das hier und jetzt. Ja. Und in der Winterpause können wir dann mal das große Gesamte bewerten. Das habe ich beim Tuchel genauso gehandhabt letzte Saison. Ich habe auch letzte Saison jedes Spiel kritisiert.
weil wir jedes Spiel nur durch Einzelaktionen entschieden haben, es kein System zu erkennen war und die Konsequenz daraus dann das war, was in der Rückrunde passiert ist. Ja, das habe ich schon in der Vorrunde nach 3, 4 Spielen gesagt. So. Ja. Punkt. Das sehe ich jetzt beim Kompanie hier nicht. Ja, alles gut. Ich habe es gesagt, in Wolfsburg super wild. In Freiburg jetzt super langweilig. Es gilt jetzt daraus, die Mischung zu finden. Und natürlich brauchen Kompanie Zeit, Leute. Das war das 3. Spiel beim FC Bayern. Eine Vorbereitung von 4 Wochen gemacht, wo nun der halbe Kader komplett war. Ja, lass uns den Kompanie mal bis zur Winterpause Zeit geben. Und dann sehen wir mal, wie wir in der Rückrunde starten. Ja? So, dann können wir in Kompanie dann mal wirklich beurteilen, welche Art Fußball er beim FC Bayern zeigen möchte. Ich denke, in Kompanie wird einen guten Fußball bei uns auch sehen wollen. Ja. Und dass er jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel so agiert hat gegen Freiburg, ja, du hättest halt Punkt 1 machen können, du hättest Eric Dyer und Palhinha reinbringen können, dass du mehr Stabilität hast und hättest dann Spielstil behalten können. Oder du änderst deinen Spielstil und lässt die Wackelkandidaten da, um denen ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. So, er hat sich für Zweiteres entschieden und alles ist fein. Ja. Ich habe doch keine Argumente, habe ich im Stream ja auch schon gesagt. Man hat doch keine Argumente jetzt zu sagen, boah, ist ja Katastrophe, dass der und der nicht gespielt hat. Nee, wir haben 2:0 gewonnen, wir haben keine Torchance zugelassen. Ja, also, über was reden wir? Da Isito, da muss ich erst einen Schluck trinken, damit die Stimme nicht versagt. Kimmich hat im Interview später etwas die Idee der Zweier-Abwehrkette erklärt, dass die Gegner spezifisch war. Kimmichs Rolle war Grifo, der auch überall rumhampelt, immer hinterher zu gehen. Und Freiburg soll den Zahn zu ziehen. Ja, habe ich auch gehört. Freiburg hat eigentlich alle Tore gegen Stuttgart über Grifo erzielt. Kompanis Idee war es also, den besten Spieler rauszunehmen, was erstaunlich gut funktioniert hat. Das Spiel war zwar streckenweise lahmarschig und in ganz vielen Fällen fehlte im vorletzten Pass die Präzision, was am zweiten Spieltag noch absolut okay ist. Ja. Man kann nicht erwarten, dass 15 Monate Tore von Netz auf gleich verschwinden, aber taktisch war das von Kompanie etwas, was man sonst eigentlich nur von Pep kennt. Am Ende geht es auf und ich denke, das ist, was am Ende zählt. Ja, fairerweise muss man da aber sagen, dass es ohne den Elfmeter nicht aufgegangen wäre. Ja, das ist halt auch die Wahrheit dieses Spiels. Aber, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, ich stimme davor zu, am Ende zählt das Ergebnis. In 2 Wochen fragt keiner mehr, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Ja? Ansonsten fand ich Pavlo als alleiniger Sechser eigentlich... Ansonsten fand ich Pavlo als alleinigen Sechser eigentlich nichts. Da fehlt Unterstützung. Die Musiala leider nur selten gab. Ja gut, Musiala ist aber auch kein Sechser. Musiala ist ja vieles. Er kann auch ein Achter sein. Ja, gar keine Frage. Aber er ist kein Sechser. Aber jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, wa? Tell sollte man vielleicht erstmal wieder von der Bank bringen. Gefiel mir wieder nicht. Als ich gesehen habe, dass Opa und Kim wieder spielen, war ich auch ganz kurz sauer, aber ich glaube, das Spiel tat gut für ihr Selbstvertrauen. Vor allem Kims Körpersprache war zu Beginn noch recht verunsichert, aber gegen Ende kam dann auch mal der alte Kim aus der Hinrunde letztes Jahr zurück. Opa hatte Glück, dass er die rote nicht sah, da hatte der Schiri aber auch einfach keine Linie. Das ist richtig. Ansonsten auch solide. Das Wichtigste ist, dass sie die Leistung weiter zeigen können, aber ich vertraue mal Kompanie. Vielleicht kann er die aufbauen. In Topform kann Opa immer noch der weltbeste IV werden. Ja, da stimme ich dir zu, was Opa anbelangt. 100% true. Ja, sehe ich ganz genauso. Opa hat alles, was man braucht. Müller jetzt mit 4 Torbeteiligungen. Für ihn gilt meiner Meinung nach einfach dasselbe wie beim Serge. Solange die da in jedem Spiel eine Torbeteiligung machen, werde ich die nicht kritisieren. Ich verstehe nicht, was da passiert, aber ich nehme es einfach mit. Nee, das sehe ich ein bisschen anders, aber das ist doch völlig fein. Da sind wir halt wieder bei dieser... Jeder sieht das anders. Also ich denke nicht, dass man einen Spieler nicht kritisieren darf, wenn er eine Torbeteiligung hat. Sorry. Wenn der Spieler 90 Minuten Rotze spielt und hat dann eine Torbeteiligung, dann ist das für mich kein Grund zu sagen, ich kritisiere diesen Spieler nicht. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden. Ne? Alexander Müller ist so ein Phänomen. In seinem 710. Spiel auch noch so ein geiles Tor. Annahme und Abschluss schlichtweg Weltklasse. Ja, das war wirklich krass, ja. Man kann sich einfach nur für ihn freuen. Ja. Mr. Anonym, du hast überhaupt keinen Respekt vor der anderen Mannschaft und somit auch vor der eigenen. Okay, den lese ich gar nicht erst weiter. Hier. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Geneviere, nur wo waren die haarsträubenden Ballverluste von Müller? Passquote 17 von 19, davon ein langer, nicht angekommener Pass, 3
Possession Losses in 35 Minuten Spielzeit. Das ist sehr niedrig für eine Offensiven. Bei Worst scored einfach keine Ballverlust. Ja, gönn dir auch hier, sage ich nichts so. Kreirox, man muss aber auch sagen, Freiburg hat gegen Stuttgart einer der besten Offensivmannschaften nur 0,46 XG zugelassen, außerdem gezeigt, dass sie sehr gut umschalten können. Von daher war der Ansatz, etwas sicherer zu spielen, meiner Meinung nach nicht schlecht. Auch offensiv sehe ich das nicht so negativ. Wir hatten schon ein paar Situationen, wo wir ein Pass entfernt waren von einer guten Chance. Zum Beispiel als Tell den in der Mitte freistehenden Olysee nicht zieht, der einfach nur noch ins freie Tor hätte schießen müssen. Okay. Wie gesagt, Leute, jeden seine Meinung. Nee, ich bin nicht dabei zu sagen, ja, hätten wir den Pass gespielt und hätten wir den Pass gespielt, hätten wir den Pass gespielt, hätten wir eine Chance gesehen, die gut gewesen wäre. Fakt ist, wir hatten keine Torchancen. Aus meiner Sicht, wenn ihr das anders seht. Wenn ihr irgendwelche XG-Werte, irgendwelche Statistiken von der und der Seite anführt, Leute, alles ist doch gut. Wenn wir wieder in diese Richtung gehen, ich mache das jetzt nochmal, ja, wir sind am 2. Spieltag, ich werde das jetzt hier nochmal einmal sagen und in Zukunft werde ich es noch rigoroser ignorieren. Wenn ich hier mich hinsetze, meine Meinung mit euch teile, möchte ich euch nicht damit angreifen. Ja? Wenn ihr das nicht in euren scheiß Schädel kriegt, sorry, dann seid ihr hier falsch. Dann verpisst euch von diesem Kanal. Ich habe keinen Bock mehr auf diese hirnlosen, idiotischen Kommentare. Ja? Ich akzeptiere jede andere Meinung von euch. Ich finde die mal besser, ich finde die mal schlechter, ich halte die mal für bescheuert, ich halte die für klug. Genauso wie ihr das von meiner Meinung tut. Ja? Das ist völlig fein. Aber ihr braucht hier nicht in die Kommentare kommen und sagen, ja, statistisch ist A, B, C, D, E, F, G und du siehst das ganz anders, du hast gar keine Ahnung davon. Ja, ist doch völlig fein. Ja? Das ist dasselbe wie, dass ich das Spiel langweilig empfinde und ihr das super geil findet, weil es taktisch super war. Ja? Das ist für mich völlig fein. Ich will euch nicht, ich mache das Video nicht, um zu sagen, hallo, ich bin hier der Bayern-Fan und ihr alle Bayern-Fans müsst das genauso sehen. Nee, das ist nicht meine Intention, Alter. So absolut gar nicht. Ja. Deswegen verlange ich von euch, schreibt mir gerne rein. Pass mal auf, lieber Zagos, lieber Kai, ich sehe das anders, weil bla 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 bla. Völlig fein. Gehe ich mit, habe ich gar kein Problem mit, lese ich vor, sage ich dann auch was zu. Aber wenn man mir hier kommt, du liegst falsch, du hast gar keine Ahnung, das ist so und so und so und so und so und so und so. Sorry. Dann verpisst euch hier. Habe ich keinen Bock drauf. Ihr müsst mich nicht missionieren oder mich von eurer Meinung irgendwie oder wir versuchen dagegen zu erlegen, dass es statistisch so und so ist. Alter, wir sind nicht bei irgendeiner Umfrage oder sonst was. Wir sind hier, das ist eine Meinung. Ja, das ist meine Meinung, genau wie ein Sportreporter seine Meinung hat. Deswegen ist er nicht der Allkönig von irgendwas oder ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Ja, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Man guckt sich ein YouTube-Video an, wo irgendein Idiot sitzt, der über den FC Bayern das Spiel so wiedergibt, wie er es empfunden hat. Im Vergleich zu die letzten, weiß ich nicht, 4 Jahre, seitdem ich das hier mache und jedes Spiel meine Meinung dazu sagen. Ja? Dann kommt jemand, der dieses Video sieht und denkt sich, bah, scheiße. Fühle mich jetzt aber persönlich echt angegriffen, dass der eine andere Meinung hat wie ich. Dem muss ich jetzt aber erstmal was dazu sagen. Und muss den erstmal missionieren und überzeugen und dem sagen, dass er keine Ahnung hat und so was. Ja, dann verpisst euch. Ja? Hoffe, das ist jetzt endlich mal klar angekommen. Wenn nicht, auch gut, schreibt weiter rein. Nur für die es interessiert, ich werde es, wie jetzt schon bei 2 Kommentaren gemacht, ich scroll dann weiter. Ja, ich lese euren Ding dann auch gar nicht zu Ende. Wenn ihr danach noch gute Takes habt, seid ihr selber schuld. Dann schreibt nicht am Anfang so eine Scheiße. Ja. Also ich möchte euch nicht von meiner Meinung hier überzeugen und mich hier hinstellen und sagen, dass meine Meinung ist Gesetz, ist es nicht. Das ist meine Meinung, der eine teilt sie, der andere nicht, das ist völlig fein. Der eine geilt sich am Ergebnis auf, der andere am guten Fußball, völlig fein. Der eine findet den Opa besser, der andere findet den schlechter. Ich finde das super interessant, dass manche Leute, gerade auch bei der Benotung,
wenn die Meinungen da sehr weit auseinandergehen. Ja? Ich finde das super interessant. Ich habe da Spaß dran. Mich interessiert das, wie andere die Spieler gesehen haben. Und ja, wenn da eine große Diskrepanz ist, denke ich da vielleicht auch nochmal drüber nach. Hätte ich das vielleicht ein bisschen anders bewerten sollen oder sowas. Das ist gut. Das ist für mich völlig fein. Ja? Aber nochmal, ihr müsst nicht anfangen, hier versuchen, mich zu widerlegen oder was wollt ihr widerlegen? Meine Meinung oder was? Was soll man da widerlegen? So, ich habe ja jetzt keine Skala hier und sage jetzt, um das mal abschließend rund zu machen, wenn ich eine Note gebe, habe ich ja keine Skala hier und sage jetzt, gucke, so Opa, ja, 70% Zweikämpfe gewonnen, ja, 3 von 8 versuchten progressiven Pässen kam an, ja, hat 4 Querpässe, 8 Rückpässe, 3 progressive Pässe gespielt, ja, war sein Bewegungsradius, war 20% des Spiels war er in seinem Raum, 80% des Spiels nicht. Und da muss ich noch definieren, ja, wenn er nur 20% von den 90 Minuten in seinem Raum war, dann ist das eine Note 5. Wenn er das 3 progressive Pässe spielt, ist eine Note 3. Bei 4 wäre es eine Note 2. Zweikampfverhalten, wenn er bei 60% ist eine Note 2, wenn er bei 70 ist Note 1, wenn er bei 50 ist Note 4 und dann nehme ich alle Noten, rechne die zusammen und dann teile ich das durch die Anzahl und dann komme ich auf die Note. So, dann könnte man sich hier hinsetzen, könnte dagegen argumentieren, könnte sagen, nee, das ist so und so, weil so und so. Nein, ich habe keine festen Kriterien, die ich hier kommuniziere, wonach ich die Spieler benote. Nee, habe ich nicht. Das ist meine Meinung. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr eine andere Meinung habt, schreibt die hier rein. Ihr könnt dann auch gerne von irgendwelchen Statistikseiten da Werte reinschreiben. Das ist mir völlig fein. Ja, der eine zieht sich daran hoch, der andere nicht. Ist auch völlig okay. Da kann ich aber auch noch mal ganz kurz, wenn Opa oder egal wer, bleiben wir jetzt beim Opa. Er führt 9 Zweikämpfe, gewinnt davon 8. Dann hat er schon, oder machen wir es einfacher. Er führt 10 Zweikämpfe, gewinnt 9. Hat er 90% gewonnene Zweikampfquote. Ja, mega. Statistisch, Alter. Explosion. Den einen, den er verliert, führt zum Gegentor und du verlierst 1-0. Was bringt dir dann deine ach so tolle Statistik? Ja, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Man kann Fußballspiele einfach nicht nach Statistiken beurteilen. Ja, du wirst immer eine Statistik finden, die deine Meinung unterstützt oder die deiner Meinung ein bisschen widerspricht. Ja? Das ist dasselbe wie mit dieser Müller-Geschichte gerade. Ich habe 2 Szenen im Kopf, wo Müller gar nicht in den Zweikampf kommt, dadurch der Ball, der auf ihn gespielt wird, er gar nicht erst rankommt. Ja, natürlich wird das nicht bei Müller als Fehlpass oder sonst was gewertet, weil er gar nicht richtig in den Zweikampf kommt und gar nicht mit dem Fuß an den Ball kommt, sondern der Gegenspieler schon mit dem Fuß an den Ball ist. Ja, das ist aber auch völlig fein. Na, nur nochmal. Ihr müsst hier nicht hinkommen und anfangen, mir vorzuschreiben, wie meine Meinung sein soll. Da reagiere ich allergisch drauf. Das will ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf, werde ich überlesen. Und damit ist das Thema jetzt auch ein für alle Mal hier auf den Kanal durch für mich. Ja? Wenn irgendjemand mal nachfragt, der eine oder andere guckt das hier, dann könnt ihr das gerne dem weiter kommunizieren. Ich brauche hier keinen, der meine Meinung missionieren will, sonst was. Ja? Nochmal abschließend, ich wiederhole mich da gerne nochmal. Ich finde es super interessant, andere Meinungen zu lesen. Deswegen mache ich den Bums hier. Ja? Ich beantworte eure Kommentare, ansonsten kann ich mir das gleich ganz schenken. Ich finde es aber interessant. Und solange man, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, mich nicht missionieren will oder mich vom Gegenteil überzeugen will oder mich angreift, weil ich eine andere Meinung habe, wie man selbst hat, ist für mich alles fein, Leute. Ihr könnt einem Opa eine Note 1 geben, wenn ich ihn bei einer 5 sehe, habe ich gar kein Problem mit. Ja, das ist halt alles subjektiv und nicht auf irgendwelche Fakten basierend. Ja, mit festen Werten, wie ich es gerade sagte, dass man da irgendwas sagen kann. Also, ich hoffe, damit ist das jetzt mal für alle Mal klar hier.
Ihr geht ja auch nicht zum Reporter und sagt dem dieselbe Scheiße, wenn die irgendwelche Spieler belohnen, oder? Obwohl der eine oder andere macht das wahrscheinlich. Dude, wie hat es Alonso geschafft, aus Leverkusen eine Topmannschaft zu schaffen? Was hat er bei seiner Anfangszeit gemacht? Er hat die Defensive stabilisiert und damit enormes Selbstvertrauen für die Spieler getankt. Schritt für Schritt. Critality. 2 Spiele, 6 Punkte. Was wird erwartet, dass am besten SC Freiburg mit 20:0 abgeschossen wird? Unser Fußball hat null mit Tore zu tun. Ja, du hast auch nichts verstanden. Ist aber völlig fein für mich. Hier ist Gabler. Man sieht, wo es hingehen kann und soll. Aber eben auch, dass noch viel Arbeit da ist. Ja. Weiß auch jeder, wenn man sich die Interviews ansieht. 2 Spiele, 2 verdiente Siege. Das gibt erstmal Luft. Ja. Übrigens 3 Spiele, ne? DFB-Pokal können wir da gerne mit reinnehmen. Fabulous, du übertreibst wirklich extrem. Es sind sehr gute Ansätze. Außerdem muss ich das Team halt noch einspielen. Du analysierst ja eh nie die Taktiken. Deshalb siehst du halt einfach nichts im Detail. Ja, sehr gut. Gönn dir. Ich hoffe, du hast alles im Detail gesehen und hast die Taktiken alle analysiert. Weil leider legst du ja nichts davon da. Ganz groß. Ich denke, du bist ein Taktikfuchs, oder? Glaube ich schon. Gehe ich fest von aus. Kannst ja nächstes Mal vielleicht mal was darlegen. Können wir ja mal gucken, was denn du für ein Taktikfuchs bist und wo du doch so viel mehr Taktik analysierst, wie ich es tue. Ne? Aber ich habe es jetzt mehrfach erklärt. Wiederhole mich nur wieder. Das schenke ich mir. Saulus Paulus, erstmal wunderbar ohne Gegentor zu gewinnen. Meiner nach bist du sehr kleinlich und hast zu hohe Erwartungen. Ich möchte mal daran erinnern, wie oft man früher gesagt hat, Robben hat das Tor verschenkt. Er hat dies, er hat das. Aber heute ist er eine Legende. Zurück zum Spiel. Neuer war wieder ein Fels in der Brandung. Note gut, 2. Kim und Upper eine 2-. Sie haben ihren Job gut gemacht und nicht nur eine Note 3 bis 4 ausreichen. Kimmich war überall auf dem Feld und bei seinen unzähligen Ballkontakten und Pässen sind die Fehlpässe zwar schade, aber in der kompletten Bilanz eine 3. Olise hat gute und schwache Momente, so wie Musiala, aber die Art von offensiven Spieler sind mit Risiko verbunden bezüglich Ballverluste. Wer nichts riskiert, der nichts gewinnt. Note 3. Gnabry eine 2+, er hat geackert, nach vorne und nach hinten gearbeitet, ein gutes Spiel gemacht. Tay leider eine 4, hat zu viel nachgedacht, teilweise die falschen Entscheidungen getroffen, mit mehr Spielzeit wird er hoffentlich nicht mehr so verkrampft auftreten. Er wollte unbedingt, war aber nicht sein Tag. Kane hat seinen Job auch gemacht, wurde auch hier eine 2 geben, keine Fehler gemacht, seinen Elfmeter eiskalt verwandelt. Müller war super, würde ihm eine 2 geben, man hat einfach gespürt, es Müller gleich ist sofort mit 100% eingestiegen. Die anderen Einwechslungen möchte ich alle mal mit einer 3 bewerten, haben das erfüllt, was Kompany angesagt hatte. Ich denke, dass Kompany eine solide Vorbereitung hatte und ist auch so ins erste Bulli-Spiel gegangen. Jedoch muss man gestehen, dass Wolfsburg frech gespielt hat und unsere Abwehr nicht ganz so damit klarkam. Dementsprechend Taktik geändert, auf sicher gestellt, hat aus guten Gründen Freiburg hatte gegen Stuttgart auch nur 30% den Ball, aber mega gekontert. Demnach war es meiner Meinung nach der richtige Schritt von Kompany, sicher gegen den Ball zu arbeiten und nach vorne hin hätte es stärker sein können, aber die Freiburger haben auch gut verteidigt. Aber ich denke, der Fokus lag nicht darauf, eine Offensivfeuerwerk zu zünden, sondern souverän zu gewinnen. Und das ist auch gelungen. Gute Arbeit vom Trainer, also Note 2. Dafür, dass Kompany den Scherbenhaufen von Tuchel aufwischen darf und zum ersten Mal eine absolute Top-Mannschaft coacht, bin ich optimistisch. Ich denke, er kann dieses Team noch auf sich einspielen und nicht zu vergessen, dass die halbe Vorbereitung nur mit der halben Mannschaft gespielt wurde. Dementsprechend kann ich alles verständlich nachvollziehen. Ja, sehr gut. Joachim Hofer. Die erste Halbzeit war richtig gut, zweite Halbzeit wieder mäßig, aber bleibt doch mal auf den Teppich. So schlecht war das nicht und Freiburg ist nicht so schlecht. Keine Chancen erspielt. In der ersten Halbzeit mindestens 5 Großchancen erspielt. Okay, sehr gut. Ja. Nehme ich so mit, die 5 Großchancen. Ryder, Junge, ich feiere den Kanal eigentlich und schaue mir fast alles an, aber manchmal triggerst du mit deiner von Grund auf negativen eingestellten Art wirklich brutal. Versuch doch mal das Positive zu sehen und scheiß nicht immer so trotzig rein. Nö. Wenn dich das triggert, geh woanders hin. Wo du einen Larifari hast, der dir die rosaroten Blümchen erzählt. Ist doch völlig fein. Du musst hier nicht zugucken. Hier wird keiner gezwungen. Ne? Dürft ihr auch nicht vergessen. Also auf YouTube wird keiner gezwungen, hier den Kanal sich anzuschauen. Also, in diesem Sinne. Tschüssi. Stefan H.
Du wirkst mit deiner Art zu sprechen sehr arrogant und überheblich. Natürlich sind es Fanmeinungen, aber sich so überheblich teilweise zu äußern, ohne klare Referenzen, die das Fußballverständnis untermauern, eher schwierig. Vielleicht ein bisschen weniger Show und Schauspiel und mehr konstruktive Kritik. Ja, sehr gut. Sehr guter Kommentar von dir. Fühl ich. Ich und mein Holz. Hat Company ein... Aber ich hoffe, es kam jetzt nicht wieder zu arrogant drüber, ne? Weil ich bin natürlich auch abgehoben mit meinen 7000 Followern. Und natürlich super überheblich. Ach, herrlich. Ich hab ja schon viel gehört in meinem Leben, wa? Weil ich alles bin, aber arrogant und überheblich habe ich noch nie gehört. Aber ist auch völlig frei. Mein Gott. Ich mag auch nicht jeden Menschen, den ich so irgendwo sehe oder dem mir im Weg läuft. Von daher, alles gut, gönn dir. Auch für dich zählt, guck halt woanders zu, wa? Es gibt genug Idioten, die irgendwas auf YouTube machen. Am FC Bayern. Geh da rein. Ich und mein Holz. Hat Company ein persönliches Problem mit Palinja? Verstehe ich 0,0. Der muss spielen, meiner Meinung nach. Wenn der im nächsten Spiel auch nicht in der Startelf steht, dann call ich jetzt schon, dass es offenbar kein so gutes Verhältnis zwischen Company und Palinja gibt. Das Spiel war minimalistisch, aber Hauptsache ist, die Punkte zu holen zum Saisonstart. Ja, werden wir mal sehen mit Palinja, ne? Haben wir ja Montag im Stream auch ein bisschen drüber gequatscht. Ja, mal abwarten. Respekt und vergelt's Gott an die Legende Thomas Müller, mir ist mir. Sehr gut, Howie. Gehe ich mit. Die Baumis, meine Noten zum Spiel. Neuer 2,5. Zweimal mit klasse Reflex zur Stellung und den Elfmeter über die Latte geschaut. Den Elfmeter über die Latte geschaut, ist gut. Spieleröffnung viel sauberer als in Spiel 1. Guerrero 3-, kein Glanz, aber viel Fleiß. Die Einstellung stimmt nicht wie bei anderem LV. Ja. Kim 3,5, Licht und Schatten, denke etwas verkopft. Hoffe, dass zu 0 hilft. Upamecano 2,5 habe ich heute stark gesehen, etwas glücklich, war irgendwie nah an Gelb-Rot bei dem Schiri. Ja, mit dem Foul, nachdem er die gelbe Karte hatte, war er, aber danach hat er sich auch nichts mehr zu Schulden kommen lassen, was das anbelangt. Ne? Aber ja, mit viel Pech hätte der Schiri da auch Gelb-Rot geben können, ja. Gnabry 3,5, viel gelaufen, aber oft noch zu wenig strukturiert und etwas gehemmt. Klasse Assist zum 2:0. Kimmich 3,5, für mich zu wir. Überall auf dem Platz, aber etwas mehr Ruhe wäre schön. Pavlovic 3, solide, zweikampfstark und abgeklärt. Odyssee 3, der macht so viel Freude, da kommt noch mehr. Musiala 3, seine Dribblings eine Augenweile, die letzten Pässe und Abschlüsse fehlen noch. Tell 4, leider Chancen nicht genutzt, aus meiner Sicht. Ja. Hoffe, die nächste kommt bald. Kane 2,5, jeder Pass durchdacht, er braucht noch mehr Pässe, aber einfach geil, ihn zuzusehen. Elfmeter Sicherheit 100%. Ja. Und Müller 2, Rekordspieler, Traumtor und darum MVP of the Game. Aber die ersten beiden Spieltage sind die Schiedsrichter unterirdisch. Weiter, immer weiter, packen wir's. Ja, Schiedsrichter-Thema. Wie gesagt, bei dem Handspiel bin ich persönlich raus. Ja. Wir haben es ja im Stream auch besprochen, wenn das jetzt der Standard wird, wann man Handelfmeter gibt, dann werden wir bald pro Spiel 4 Handelfmeter haben, weil dann die Spieler anfangen werden, auf die Arme der Abwehrspieler zu köpfen oder zu schießen. Ja, anstatt das auf Tor zu tun. Mr. Hullers, Müller hat letzte Woche mit seinen Assists geliefert und auch heute sehr sehenswert das wichtige 2:0 gemacht. Dazu im Rekordspiel, für mich wäre ein 2 fairer gewesen. Fand auch Kane zu schlecht benotet. Einfach Wahnsinn, was der Kerl heute auch spielerisch beigetragen hat. 2 ganz verschiedene Spiele, Luft nach oben, bleibt reichlich. Hauptsache 6 Punkte. Jo. Ja, man kann Müller mit Sicherheit besser bewerten und ja, bei Kane habe ich mich auch schwer getan. Kann man mit Sicherheit auch anders sehen, ja. Völlig fein. Höchel, wahrscheinlich kann man sagen, dass der Sieg verdient war. Wahrscheinlich kann man sagen, dass durch diesen Elfmeter ein bitterer Beigeschmack dabei ist. Wahrscheinlich verlieren wir gegen genau solchen Gegnern. Wahrscheinlich verlieren wir wegen genau solcher Elfmeterentscheidungen auch mal ein Spiel. Wir können nur hoffen, dass es kein wichtiges ist und ich will dann auch kein Gejammer hören. Solche Elfer machen mich einfach nur wütend, egal für wen das ausfällt. Ja. Gehe ich 100% mit. Bella Lissat. Man sieht, wie gut und wichtig Thomas Müller noch ist. Ja, wenn er diese Form hat, auf jeden Fall. Rabinator Musiala finde ich ein wenig überschätzt. Er dribbelt sich einfach zu oft fest. Ist jetzt auch nicht mehr in seinem ersten Jahr, so ein bisschen fehlt da die Weiterentwicklung, um ein ganz großer zu werden. Weiß ich nicht. In der Nationalmannschaft war es halt gut. Ja, aber ich glaube, da hat er auch ein bisschen andere Rolle gespielt.
Wie gesagt, ich sehe Musiala halt nicht so stark, wenn er den Ball kriegt, wenn er am 16er steht. Klar hat er da die Möglichkeit, den Ball anzunehmen und auch ein bisschen zu dribbeln und keine Ahnung, auf den Kontakt zu warten. Ja, aber ich denke, Musiala, wenn er aus einer tieferen Position kommt, dann ist er einfach bärenstark. Ja, und das ist, was gerade so ein bisschen vielleicht bei ihm abgeht. Vielleicht zusätzlich, dass er noch nicht richtig fit ist, aber das weiß ich nicht, ob er richtig fit ist oder nicht. Weil wenn er jetzt bei der Nationalmannschaft wieder groß aufspielt, dann ja, sollte man da vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen, warum er es dann beim FC Bayern nicht tut. Jack Daniels, habe inzwischen das Gefühl, dass Tell in seiner Entwicklung etwas stockt. Wie du sagtest, er wirkt teilweise in den Zweikämpfen unreifer als letzte Saison. Ja, generell gelingt ihm einfach nicht mehr viel und über ihn laufen kaum Aktionen. Klar ist die Saison noch jung, man sollte ihm noch genug Möglichkeiten geben, um sich endlich beweisen und zum Stammspieler zu werden. Wenn Bayern aber nächsten Sommer einen Wirtz oder Simmons holen sollte und mit einem Sané verlängert, sehe ich einfach nicht, wo Tell noch spielen soll. Ich denke, eine Leihe nächsten Sommer innerhalb der Bundesliga ist unausweichlich. Wie damals mit Gnabry bei Hoffenheim sollte er zu einem Verein verliehen werden, wo die Aussicht auf viel Spielzeit gegeben ist. Dort sollte er 1-2 Jahre bleiben. Wenn die Zeit dort erfolgreich war, sollte man ihm dann auch die Chance geben, als Stammspieler eine Saison bei Bayern zu performen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, muss man halt schauen, ob man ihn verkauft. Vielleicht sehe ich das aber auch zu kritisch. Hoffentlich setzt er sich sehr bald durch. Das würde ich ihm sehr wünschen. Ja, ich würde ihm das auch wünschen. Und ja, du hast mit deinem Post völlig recht. Ja. Was man halt sagen muss, man hat ja letzte Saison gesehen, dass er es kann. Ja. Ich denke einfach, ja, die Konkurrenzsituation ist ja nicht kleiner geworden. Die ist ja eher größer geworden im Gegensatz zur letzten Saison. Ne? Und wenn er dann jetzt am Anfang, weil wir noch verletzte Spieler haben, oder wenn man dann mal vorgezogen wird vor so einem Kingsley Coman, das muss man ja mal ganz klar sagen, das ist ja nicht selbstverständlich, dann will man vielleicht einfach zu viel. Ja? So, und deswegen ist man dann vielleicht ein bisschen verkrampfter. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch, er ist ein junger Spieler, Leute. Das ist dasselbe wie Pavlo. Guckt euch Musiala an. Wenn du so junge Spieler hast und auf diese jungen Spieler setzt, wirst du immer gewisse Leistungsschwankungen haben. Ja, es gibt ganz, ganz wenige, die in dem jungen Alter immer performen. Ja, das ist völlig normal, denke ich. Ist jetzt noch nicht so, dass er das zweite, dritte Jahr jetzt irgendwie Stammspieler ist und regelmäßig spielt. Also von daher, wir werden es sehen. Aber ja, dieses Jahr ist, denke mal, Kompanie wird ihm die Chancen geben. Haben wir ja gesehen, jetzt auch gegen Freiburg. Ne? Er hat sie gegen Freiburg nicht genutzt. Jetzt muss man sehen, vielleicht ist er jetzt erstmal wieder 2-3 Wochen hinten dran. Ne? I don't know. Ja, schwer zu beurteilen, wie du sagst. Sollte es irgendwie, vielleicht auch schon zur Winterpause, ja, muss man ja gar nicht bis nächste Saison warten. Wenn es da nicht reicht, von der Einsatzzeiten oder er weiter so verkrampft ist, macht es vielleicht Sinn, dann zu sagen, komm, ich leih dich mal ein halbes Jahr aus. Ja, und wir gucken dann mal weiter. Man wird sehen. Dr. 7030. RWG aus Wien. Teilweise ist mir ja manchmal das Bier im Hals stecken geblieben, jedoch mit dem lieben Fußballgott auf unserer Seite. Das Spiel war schwer zu genießen und die Aufstellung kann ich immer noch nicht verstehen. Ja. Am Ende des Tages hat die Aufstellung Kompanie recht gegeben und mehr muss man eigentlich nicht zu sagen. Haben wir auch im Stream am Montag besprochen. Kasa. Sowohl vor dem Spiel, als ich etwas enttäuscht war von der Aufstellung, und auch nach dem Spiel, das wirklich über weite Phasen zum Abwinken war, bin ich doch recht gnädig mit meinem Urteil gewesen. Bei Benotung bin ich komplett bei dir, aber solche Spiele erwarte ich noch häufiger. Ja. Kompanie wollte augenscheinlich etwas anderes versuchen und die Mannschaft wollte wohl lieber sicher stehen. Wenn man Freiburg nicht 20 bis 25 Minuten den Ball überlassen hätte, dann hätte man vermutlich 80% Ballbesitz gehabt. Auch wenn es nach einer schlechten Ausrede klingen mag, das Wetter war heute in München echt brutal. Bis spät abends unglaublich drückend und kaum Sauerstoff in der Luft. Bin heute 10 Minuten mit dem Rad der Isar entlang und war danach völlig im Arsch. Da hatte ich schon befürchtet, dass die Spieler nach einer Stunde im Strahl kotzen. Ja, das muss man auch berücksichtigen. Da muss man gar nicht sagen, dass es nach einer Ausrede klingen mag. Das sind halt auch Menschen und wenn so scheiß Luft ist, wie du es gerade sagst, ja, dann ist es auch normal, dass man nach 60 Minuten abbaut. Ja, erst recht, wenn je nachdem, wie die Vorbereitung ist,
man ist noch nicht auf dem Fitnesslevel. Ich hab's ja im Stream, haben wir es im Stream durchgekaut. Nee, das kann man schon anführen. Da bin ich bei dir. Und die Freiburger dachten sich nach dem furiosen Sieg gegen Stuttgart wohl, dass heute der liebe Gott helfen muss, so wie die sich über weite Strecken eingeschissen haben. Ja, also ich fand jetzt, wir haben es ja gelesen, ich hätte keinen Respekt vom Gegner und so ein Scheiß ist ja völliger Schwachsinn. Also jeder, der den Kanal verfolgt, hier weiß das. Ich fand die Freiburger auch nicht zielstrebig genug. Ja, klar, wenn sie den Ball haben und wir tief stehen, tut sich Freiburg dann natürlich auch ein bisschen schwer. Fairerweise muss man sagen, wie es ja auch hier stand, dass Kimmich einen Grifo aber auch gut aus dem Spiel genommen hat. Aber ich hätte mir das eine oder andere Mal von Freiburg schon ein bisschen zielstrebiger und geschlossener nach vorne aufrücken gewünscht. Dann wäre es vielleicht ein bisschen interessanter geworden. Und wir hätten auf der anderen Seite natürlich auch mehr Räume bekommen. Natürlich stand Freiburg hinten gut und von daher war es dann am Ende des Tages das etwas langweiligere Spiel, was wir dann am Ende verdient, wenn vielleicht auch ein bisschen glücklich durch den Elfmeter, dass es da in die richtige Richtung ging, gewonnen haben. Gut ist. Ja. Ich rechne mit sehr vielen Partien, in denen die Gegner Beton anrühren und auf Konter hoffen. War ja immer ein probates Mittel gegen Bayern. Ja, aber das war ja letztes Jahr schon so. Ich denke, Kompanie wird die richtige Mischung finden, das zu knacken. Denke ich auch. Man wird nach vorne sehr viel Geduld mitbringen müssen und hoffen, dass auch Musiala und Tell wieder die nötige Lockerheit finden. Gnabry und Olise sind ja momentan ganz gut drauf. Und wenn Palhinha sich langsam einspielt, wird das einen guten Schub geben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Überraschung. Vielleicht kommt Sané nach der längst überfälligen OP ja mit Vollgas zurück. Ja, wer weiß. Vielleicht wird das eine gute Sache mit der Dreier- bzw. Fünferkette. Ja, auch das ist möglich. Hauptsache, es werden Veränderungen sichtbar. Es wird wahrscheinlich eine ganze Weile so laufen, dass man die Strategie am Gegner ausrichtet, bis die Mannschaft Kompanies Ideen besser umsetzen kann. Also liegst du mit deinem Urteil Tuchel Fußball ganz gut, wie ich finde. Ach, herrlich. Nee, gehe ich mit, was du geschrieben hast. Und natürlich brauchst du Zeit. Also das habe ich jetzt mehr wie einmal gesagt, ne? Mohamed, Müller ist der Hammer. Schon das zweite Spiel in Folge, wo er ganz klar das Spiel entscheidet für mich. Noch ist keine Handschrift von Vincent Kompany zu erkennen, kann man aber nach 2 Spielen nicht erwarten. Solange die Ergebnisse stimmen, wird der Trainer Ruhe haben. Ja, das ist auch das Wichtige, das ist ja auch, was ich sagte. Es wird in der Vorbereitung, es wird in der Hinrunde wichtig sein, dass Ergebnisse stimmen. Ja, dass da gar nicht erst Unruhe reinkommt, dass ein Kompany die Zeit hat. Es geht halt alles nicht innerhalb von ein paar Wochen. Ja? Wie es hier auch schon stand und schon gar nicht nach 1,5 Jahren Tuchels Fußball. Fini! Kompany 2, Neuer 2, Guerrero 4, Kimmich 3, Upa 4, Minje 3, Pavlovic 2, Gnabry 3, Olise 1-, Tell 3, Musiala 3, Kane 2, Müller 2, Coman 3, Palhinha 3. Goretzka 3-4 war zu kurz auf dem Feld, um ihn großartig zu bewerten. Bei Goretzka war ich jetzt auch echt, da wollte ich schon sagen, ist aber auch jetzt wild, ne? Für 2 Minuten, wo er, glaube ich, einmal den Fuß am Ball hatte, eine Note zu vergeben, ist wild. Im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden. Freiburg hat es sehr gut gemacht defensiv. Offensiv haben sie uns zu selten gefordert, ja. Hätten unsere Chancen in der ersten vielleicht besser verarbeiten müssen. Trotzdem unterm Strich muss man sagen, man merkt langsam Kompanys Handschrift und hoffe, es wird besser die nächsten Wochen. Hätte mir vielleicht gewünscht, Palhinha mal eine Halbzeit oder ganzes Spiel mal zu sehen, aber wird sicherlich noch kommen. Danke für dein Video, mach weiter so. Ja, ich gehe auch davon aus, dass das noch kommen wird mit dem Palhinha. Wir haben es aber auch schon im Stream gesagt. Wir haben alle immer gefordert, so man soll auf die Jugend setzen. Jetzt spielt ein Pavlovic jedes Spiel. Ja. Ich denke, wir können nicht davon ausgehen, dass ein Kompany einen Kimmich rausnimmt und ein Pavlovic auf dem Feld lässt mit einem Palhinha. Also kann ich mir gerade schwer vorstellen. Wer weiß, vielleicht rückt der Kimmich dann mal wieder auf die Rechtsaußenposition. Auch das denke ich eher nicht, wenn man gehört hat, was ein Kompany bisher so geäußert hat. Es wird interessant zu sehen sein, wie es mit dem Palhinha weitergeht. Ja. I don't know. Wir werden sehen. ATM-Sammler, Heire Immuni, vor dem Spiel habe ich mich gefragt, wer sich wohl dieses Mal eine rote Karte abholt, beziehungsweise einen Elfer verschuldet und hatte schon 1-2 Favoriten ausgewählt. Während des Spiels fragte ich mich, ob das ein Thomas Tuchel-Spiel sei. Hat mich irgendwie an den Film Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier erinnert. Und nach dem Spiel frage ich mich, ob das ein Thomas Müller-Spiel war. Na klar war es eins. So, und jetzt frage ich mich, was der gute Kai wohl in seinem Video zu diesem Spiel sagen wird.
Mir schwärmt Übles, wenn ich den Titel dazu lese. Liebe Grüße nach Deutschland, Karim aus den USA. Grüße in die USA. Ja, habe ich ja erklärt, ne, mit dem Titel am Anfang. Ja, alles gut. Kaffel, die Mannschaft war platt. Wovon? Wir haben gerade den 2. Spieltag. Ja, wie es hier gerade schon stand, 30 Grad, drückende Luft. Wenn du in der Vorbereitung viel Kondition aufbaust, brauchst du immer eine gewisse Zeit, um dann auch diese Spritzigkeit über einen längeren Zeitraum zu zeigen. Darauf war das bezogen. Im Grunde genommen war es in Ordnung gestern. Aber was mir fehlt, sind für den Gegner überraschende scharfe Pässe in die Spitze. Man muss nicht immer zig Ballstaffetten haben, manchmal reichen auch 3 schnelle Kontakte, um vor des Gegners Tor zu gelangen. Das ist richtig, dann braucht man aber meistens auch ein bisschen Raum, ne? Die Spieler dafür hat Bayern. Ja. Ich hoffe, wir sehen bald wieder richtige Sturmläufe von Bayern. Ja, da würde ich jetzt mal von ausgehen, dass wir das im Laufe der Saison noch sehen werden. Dann einmal, der Schiri hat für Bayern das Spiel gewonnen, sonst wäre es jetzt nix mit Juhu. Wir haben schon 6 Punkte, aber das wird nicht immer so sein. Bayern wird in dieser Saison wieder gehörig wackeln und das ist ja auch gut so. Das ist, glaube ich, nicht gut so und ich halte, I don't know, eine wilde These. Ich sag einfach mal, wir werden es sehen. Ja. Ich denke, wenn Kompany da die richtigen Schlüsse rauszieht, wird er das alles in den Griff kriegen. Wir haben ja genug Alternativen. Ne? Wenn Ito und Stunny noch zurückkommen, haben wir auch genug Alternativen. Dennis Schreiber, sehe es ähnlich wie du, fand aber ein Musiala besser, als du gesehen hast. Für mich Note 2,5 und Tell hat mir gar nicht gefallen, leider. Note 4,5. Gnabry und Olise, Lichtblicke. Jo. Kimmich bekommt einen Ständer. Ganz genau, ein Fahrradständer. Gerard, man hatte vielleicht zu viel Respekt vor Freiburg, wegen der Leistung gegen Stuttgart. Und da bin ich bei dir. Wie sie das geschafft haben, frage ich mich auch. Ja, ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ne? Aber so wie es kommuniziert war es ganz klar auf Konter. Ich meine, wir haben es gegen Stuttgart letzte Saison auch gezeigt. Wenn man Stuttgart kommen lässt und man sie auskontert. Vielleicht war Stuttgart da auch wieder ein bisschen zu naiv. Ich weiß es nicht. Und erklärt natürlich dann auch unsere defensivere Herangehensweise gegen Freiburg. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht kritisieren darf, dass es super langweilig war. Oder dass man nicht die Meinung haben darf, dass es ein langweiliges Spiel war. Andreas Fries, ich schaue mir dieses Format immer wieder an und immer wieder zieht es mich runter. Man hat hier das Gefühl, dass eine andere Meinung gleich mit Erschießen bestraft wird. Sehr negativ alles. Deine Benotung ist so mies wie deine Art, Fußball zu bewerten. Immer wieder bekomme ich miese Laune nach deinen Videos. Okay, Andreas, dann machen wir das einfach so. Ich blende dich hier aus. Und du schaust einfach meine Videos nicht mehr, weil das ist nicht gesund. Ne? Man muss sich nicht selbst geißeln. Ne? Ich gucke mir ja hier auch nicht auf YouTube und gucke mir Videos an, wo ich miese Laune kriege. Es sei denn, du willst unbedingt miese Laune haben. Aber, wie gesagt, dann erlöse ich dich schon mal in den Kommentaren. Und du machst hier einfach mal abschalten. Ja? Und gehst einfach zu irgendeinem anderen YouTuber und guckst dir da an, wie alles in den Himmel gelobt wird. Ist für mich völlig fein. Ne? Also, hau rein. Tschüssi. Akimus, also ehrlich. Minjay war überfordert, hat Bälle verloren. Also sorry, aber für mich hat er nichts in der Stammelf zu suchen. Viel zu unsicher und Aufstellung. Ich glaube, Kompany experimentiert noch. Tell war sehr schwach, da muss ein Müller es machen. Bajkovic, ich dachte, Vincent Kompany wollte mutig nach vorne spielen. Immer den Konter abgebrochen. Das gefällt mir gar nicht. Mr. Anonym. Bei dem Titel habe ich schon Bock aufs Video. Da merkt man, dass du null Ahnung von Fußball hast. Sehr gut. Kriegst du auch ein Herz von mir für. Ist doch so. Melmonik. Erstmal Chapeau an Thomas Müller. Schönes Tor gemacht im Rekordspiel. Vereinslegende. Ansonsten derselbe Senf wie gegen Wolfsburg. Kimmich nervt wieder auf der 6. Palhinha und Leimer dafür Bankdrücker. Hinten wieder das Stolperduo, statt wenigstens Dyer zu bringen. Ach komm, Winnie. Ja, aber wie gesagt, man hat ja nicht wirklich Argumente dagegen. Jetzt in dem Spiel. Also wir haben ja keine Torchancen zugelassen von Freiburg. Ja. Ob das jetzt auf Freiburgs Verschulden war oder unser Verschulden, werden wir die nächsten Spiele sehen, ne? Nuats, die schaffen es ja nicht mal einen Kane anzuspielen. Der ist noch dazu der Einzige, der mal einen Pass in die Tiefe spielt. Nee, das stimmt nicht. Uli Sieg macht das auch.
Coman bringt außer Fehlpässen nichts mehr. Müller war eine überragende Einzelleistung. Sonst gibt es außer dem Blöd-Elfer gar nichts. Gnabry als Verteidiger okay, im Sturm schwach, Spielaufbau nicht vorhanden. Bin mal gespannt, wenn gute Gegner kommen. Dann kann's lustig werden. Ja, wie gesagt, ich sehe einen Odyssee auch da, der immer den Ball in die Tiefe sucht, anstatt den Ball quer zu spielen. MD, Ergebnis okay, sonst ein Spiel zum Vergessen. Kaum Torschrecken, dazu eine Fahrentscheidung zum Kopfschütteln. Ja, gehe ich mit. Der Fußball war genauso langweilig wie bei Kovac. Nigen. Was ist denn jetzt auf den Kovac? Der eine aus dem Hut gezaubert. Jawad, ich glaube, Kim und Opa werden aufgezwungen. Die gehen mit den beiden all in. Entweder es passt oder es kracht, aber ein Dyer zu ignorieren, verstehe ich gar nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht, aber wie gesagt, jetzt gegen Freiburg haben wir keine Argumente, ne? Daniel, Tonanalyse, so wie immer. Mir ist aufgefallen, dass du selten Noten wie 3+ oder 2+ vergibst. Fände es cool, wenn du da klarer abgrenzen würdest, dann versteht man auch, welcher der 3 bis 8 Spieler mit einer glatten 3 die Nase vorn hat. Okay. Werde ich mal mitnehmen. Fior die Latte. Mal eine Frage, welche Qualifikation hast du eigentlich? Warst du mal Trainer oder Bundesligaspieler? Ja. Ich war Bundesligaspieler beim FC Kraigau in der 8. Bundesliga und natürlich bin ich Bundesliga-Trainer gewesen. Ja, in Synchronschwimmen natürlich nur, aber ich war Bundesliga-Trainer. Ja. Mark Foreman, leider konnte ich das nicht live sehen. Ich hoffe, dass tatsächlich das Team im Vordergrund steht. Also der gesamte Kader. Wäre meiner Meinung nach enorm wichtig, dass Kompany wieder einen Spirit freisetzen kann, wie es Heinkes 2013 geschafft hat und Flick 2020. Nicht falsch verstehen, nicht wegen dem Triple und dem Sextubel. Einfach, dass auf dem aufgebaut werden kann und keiner mault, wenn er mal nicht spielt. Was ich tatsächlich auch nicht wirklich verstehe, ist, warum Palhinha nicht spielt oder nicht durchgewechselt wird. Ich weiß, jetzt kommen wieder Stimmen, von wegen der Trainer muss eine feste Startformation finden. 2 Spiele, 2 Siege, das ist auf jeden Fall mal das Wichtigste, dass Kompany in Ruhe arbeiten kann. Wäre echt schön, wenn man zum Beispiel auch mal ein Mittelfeldpärchen Palhinha, Leimer, Palhinha, Pavlovic und Palhinha, Kimmich sieht. Ja. Und ich wundere mich auch ein wenig, warum das 4-2-3-1 immer in Stein gemeißelt zu sein scheint. Es gibt doch auch noch ein 4-3-3 mit zentral defensiven Mittelfeldspieler vor der Abwehr positioniert. Ja. Also 4-2-3-1 war ja nicht immer in Stein gemeißelt. Also teilweise war ja ein Pavlovic auch alleiniger Sechser. Aber ja, im Groben und Ganzen ist das immer noch zu sehr in Stein gemeißelt. Ich denke, das Problem dabei ist eher, dass die Spieler dieselben sind und wir das System gefühlt seit 20 Jahren spielen. Wahrscheinlich sind es erst 10, ja. Aber wir haben es ja damals schon unter dem Nagelsmann gesehen, der das ändern wollte und der Spielerrat dann gesagt hat, wollen wir nicht, können wir nicht, sind wir zu doof zu. Lass mal weg. Ja. Vielleicht ist das ein Grund. Wie gesagt, lass uns dem Winnie mal Zeit geben. Ich verstehe das schon, wenn man eine kurze Vorbereitung hat, wo wenig Spieler die komplette Vorbereitung da waren, dass man da sagt, ja komm, wir gehen die ersten Spiele, um mal reinzukommen, erstmal wieder in dem gewohnten System an. Und vielleicht auch mit den gewohnten Spielern, deswegen vielleicht auch Kimmich und Pavlovic da in der Zentrale gesetzt. Weil man da natürlich eine gewisse Erfahrung hat. Ja, vielleicht ist das auch so ein Grund, warum Palhinha noch sehr wenig spielt. Ja, weil ein Kompany weiß ja natürlich auch, wenn du in den ersten 4, 5 Spielen irgendwie 1, 2 verlierst, dann brennt der Baum und der ist wahrscheinlich schneller weg, wie er gucken kann. Ja. Von daher ist es jetzt wahrscheinlich ihm auch erstmal wichtig, erstmal ein paar Ergebnisse einzufahren, die Ruhe zu haben und dann mit der Zeit dann das System zu ändern und vielleicht die Spieler zu integrieren, die er gerne sehen möchte. Ja. Von daher, ja, wie mehrfach gesagt, lass uns den Kompanie mal Zeit geben. Fioli Latte, falls deine Frage ernst gemeint war, dann sorry für den sarkastischen Dingens. Bisher habe ich noch keinen gesehen, der diese Frage ernst gemeint hat. Wenn dem so ist, schreib's gerne unter dem anderen Video, dann beantworte ich dir das gerne nochmal im nächsten Video. Aber ich wage das zu bezweifeln. Gerd Berger, mich nervt es immer, wenn ich höre, wir haben 70 bis 80% Ballbesitz und es kommt nichts dabei raus. Für Ballbesitz kann man einfach nichts kaufen. Nee,
Und Punkte gibt es dafür schon gar nicht. Wir haben es wieder versäumt, Tore zu machen in der ersten Halbzeit. Und wenn Müller sein Tor nicht macht, hätte man fast noch 2 Punkte verschenkt durch den Elfmeter in 95 Minuten. Obwohl mir jemand mal sagen muss, wieso es einen Elfmeter gibt in der 95 Minute, wenn es offiziell nur 4 Minuten Nachspielzeit geben sollte. Ja. Da brauchen wir uns nicht dran hochziehen, oder? Das steht immer in keinem Verhältnis. Ja, also ich meine, es kommen über 90 Minuten oder stimmt nicht, über 45 Minuten kommen 4 Minuten Nachspielzeit zusammen. Und dann wird in diesen 4 Minuten Nachspielzeit, ja, da wird mal einer ausgewechselt, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Und dann denkt man sich, ach, weißt du was? Ich schlage jetzt einfach nochmal 25% mehr Nachspielzeit in der Nachspielzeit drauf, was 1 Minute ist. Ja. Das machst du ja auf den 45 Minuten auch nicht, dann willst du ja 10 Minuten Nachspielzeit haben. Also, das verstehe ich auch immer nicht, dieses übertriebene, dann nochmal 1 oder 2 Minuten länger spielen zu lassen. Das steht halt in keinem Verhältnis. Ja. Keine Ahnung, wenn dann eine Verletzung ist in der Nachspielzeit, was dann 2 Minuten dauert, ja, dann lass die 2 Minuten nachspielen. Aber doch nicht, wenn dann eine Auswechslung stattfindet. Klar, wenn die super lahmarschig stattfindet, alles gut, dann lässt er nochmal 30 Sekunden weiterspielen, ja. Aber irgendwo muss dann auch mal das Ding ein Ende haben. Also weiß ich auch nicht. Frag mich nicht. Diese ganze Zeug da mit Schiri, Nachspielzeit, Elfmeter und so, ich bin da raus. Ich nehme es so hin, wie es kommt und mehr kannst du da nicht machen. Wir haben heute ohne RV gespielt, GP. Hast du den Josh nicht gesehen auf dem Feld? Ja, frech. Piotr, dieses Thumbnail mit dem Titel gibt mir ein ganz mieses Gefühl, aber danke für deine ehrlichen Worte. Würde echt gerne mehr von Laimer Palhinha sehen. Was sagst du eigentlich zu dem Wechsel vom Trainer? Was hättest du anders gemacht? Was sagst du eigentlich zu dem Wechsel vom Trainer? Also meinst du zu den Auswechslungen? Habe ich das schon in dem Video gesagt? Also ich denke, die beiden Offensiven kannst du machen. Kannst natürlich auch andere auswechseln. Ja, ich denke auch Musiala hätte man schon eher auswechseln können. Dass man dann ein bisschen länger gewartet hat, ja, weiß ich nicht. Ich denke gerade, ich habe es ja auch ich weiß nicht, ob es in dem Video gesagt, im Stream auf jeden Fall gesagt. Ich glaube, gerade in dieser Phase, wo Freiburg so viel Ballbesitz hatte, wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, da den Palhinha schon eher zu bringen. Ja, weil er genau diese Art Spieler ist. Oder auch ein Conny Laimer, die das unterbinden. Ja. Conny Laimer mit seinem Pressing, mit dem Balljagen, Palhinha eher, dass die Räume dicht sind, um mit härteren Zweikämpfen, um ein Statement zu setzen. Und ja, unsere Zentrale wirkte müde. Das muss man ganz klar sagen. Ja, vielleicht wäre das ein Zeichen gewesen am Ende des Tages. Nochmal, ich hab kein Argument auf meiner Seite. Wir haben 2:0 gewonnen. Ohne dass Freiburg groß Torchancen hatte. Von daher schwierig. Ja. Da müssten wir, wenn du so die Frage stellst, ja, ich hätte ein Palhinha von Anfang an gebracht und Elbeck da in der Innenverteidigung. Ja. Und dann hätte ich mich gar nicht so hardcore-mäßig am SC Freiburg orientieren müssen. Dann hätte ich auch mehr meinen Spielstil durchdrücken können. Ja, und dann hätte ich vielleicht eher 2, 3 Hütten gemacht. Und dann wäre der Drops gelutscht gewesen. So. Dann hätte ich nach 60 Minuten auch den Ball hinten rumpimmeln lassen können in den eigenen Reihen. Ja, aber das war jetzt halt eine andere Vorgehensweise und am Ende des Tages gibt die Vorgehensweise, wie es eine Kompanie gemacht hat, ihm recht. Ja, er wird Upa und Minjay ein bisschen Selbstvertrauen gegeben haben, weil mal kein grober Schnitzer drin war, man zu 0 gespielt hat. Vielleicht war das auch ein bisschen das Ziel, ja, was da auch noch mit reingespielt hat. Ja, schwer zu sagen. Brian, bis jetzt ist noch keine Handschrift zu sehen. Spiel war befriedigend, Elfmeter waren beide keine, ja. Tor von Müller war super gemacht, ansonsten muss es besser werden. Braucht vielleicht noch etwas Zeit. Ja, natürlich braucht es etwas Zeit. Ich denke schon, dass eine Handschrift zu erkennen ist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon mal mehr wie in den 1,5 Jahren davor. Aber natürlich braucht es Zeit. Da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Maguire. Umbruch bei Bayern, Fehlanzeige, spielen immer noch die gleichen, bis auf Olise und Palhinha. Ja, aber selbst ein Palhinha hat ja nicht gespielt von Anfang an. Ja. Olise. Olise ist der einzige Umbruchspieler. Aber ein Umbruch heißt ja auch nicht immer nur
Wenn wir vom Umbruch sprechen, doch schon. Na, Umbruch heißt eigentlich, dass du Spielermaterial austauscht. Ja, haben wir nur im kleinen Umfang gemacht. Aber vielleicht kann Umbruch auch einfach heißen, anderes System, anderer Trainer, neue Impulse und so weiter. Ne? Piotr nochmal. Kompanie hat jetzt ordentlich was zu tun in nächster Zeit. Hätte Dyer und Palinja auch zu Beginn gebracht, aber vielleicht wollte er selber nochmal Minjay und Opa eine Chance geben. Gnabry und Odyssee haben mir gefallen und man hat Palinjas defensive Autorität gleich gespürt. Und Müller einfach sensationell. Und noch zum Spiel, beide Elfer hätten nicht sein müssen. Finde ich. Ja, bin ich bei dir. Auch bei dem Rest. Freiburg spielt halt so wie immer. Absolut destruktiv und sobald sie merken, dass das Ding durch ist, hat noch sie keinen Bock mehr. Insgesamt sehr langatmig, aber auch ungefährdet. Man hat gemerkt, dass da kein Sprit mehr drin ist. Und sehe die Dinge sonst ähnlich wie du, nur dass ich bei unseren Innenverteidigern immer noch bei jedem Querpass tief Luft holen muss. PS meinte in den vorherigen Videos Action die Autokorrektur. Also nochmal, ich habe mir mehr Action von Kompanie vorgestellt, was frühere Wechsel und so weiter bedeuten soll. Ja, denke, das ist auch das Einzige, was man kritisieren kann aktuell. Kompanie, auch schon in Wolfsburg. Ja, dass man da vielleicht ein bisschen eher gerade so ein ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, so ein Palinja kannst du halt einfach mal eher bringen. Ne? Also das ist ja jetzt kein Unsicherheitsfaktor oder sonst was, wie du es schreibst. Ich denke auch, man hat gleich gemerkt, oh, da ist jetzt eine defensive Autorität da, aber und der dann auch noch einen guten eröffnenden Ball hat oder in der neue Fach. Wir sind ja jetzt hier, wir sind ja aufgelevelt. Der einen guten progressiven Pass hat. Palo. Ein Gestammtische vom Allerfeinsten. Nach dem 10. Krug wird es richtig taktisch. Ja, nur dass ich da kein Bier getrunken habe, wa? Pado? Ach komm. Schubi, ich finde es schon mal gut, dass wir kontrolliert gespielt haben. Es sah für mich stabiler aus als in Wolfsburg. Aber ja, die Kreativität in der Offensive war von uns noch ausbaufähig. Kann man so sehen, ja. Multi-Bob. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hab das Video noch nicht gesehen. Die erste Halbzeit fand ich in Ordnung. Es war kein offensives Feuerwerk, aber zumindest haben wir das Spiel weitgehend kontrolliert. Ja. Die zweite Halbzeit hingegen war mir teilweise deutlich zu passiv. Ich hatte phasenweise das Gefühl, ich würde ein Spiel unter Tuchel oder Nagelsmann schauen. Das ist aber auch nicht verwunderlich, wenn bis auf Odyssee die gleiche Elf auf dem Platz steht. Da ist es nur logisch, dass dieselben Muster wiederkehren. Meine Noten. Neuer 2 hatte 1 bis 2 gute Paraden, aber ansonsten nicht viel zu tun. Kimmich 3,5, fand ihn okay, seine Positionierung war teilweise etwas wild. Minjay 3, deutlich stabiler, ihm scheint der Wechsel auf die linke IV-Position etwas geholfen zu haben. Opa 2-, fand ihn heute den besten in der Abwehr. Guerrero 3, weder negativ noch positiv aufgefallen, was nicht schlecht ist. Pavlo 3+, gewohnt solide Performance. Gnabry 3 war okay, er hat viel nach hinten gearbeitet, sowie der Assist zum 2:0, ja. Telfi-, sehr schwach, gefühlt keine gelungene Situation. Ja, leider. Musiala 3, ähnliche Performance wie gegen Wolfsburg, paar gute Dribblings, aber auch ein paar Mal festgefahren. Odyssee 2, er hat mir gut gefallen, ein paar schöne Pässe sowie Dribblings. Man sieht den qualitativen Unterschied zu unseren anderen Wingern. Ja, das denke ich auch, dass man den ganz klar sieht. Kane 2-, hat sein Tor gemacht, klar war es nur ein Elfer, den muss man aber auch erstmal machen. Und er hat auch wieder viel mit nach hinten gearbeitet. Koman 5 war katastrophal. Palinja 2-, hat mir in den paar Minuten gut gefallen. Schöner Seitenwechsel auf Gnabry vor dem 2:0. Müller 1, 2 Tor und Legende. Kompanie 3. Glaube, in der ersten Halbzeit konnte man schon in Ansätzen sehen, was er spielen lassen möchte. Des Weiteren hat er Davis nach einer schlechten Performance auf die Bank gesetzt. Das Mittelfeld war mir allerdings viel zu offen. Mit Pavlovic als alleinigen Sechser verstehe nicht, wieso Palinja nicht starten darf. Ja. Habe ich ja schon ein bisschen was dazu gesagt im Laufe des Videos. Brauche ich jetzt nicht wiederholen. Das sehe wegen Palinja, ne? Minas. Freiburg war sehr stark, sehr kompakt in der Abwehr. Haben nichts Leichtes zugelassen, sehr klug attackiert mit Doppeldeckung oder 3, manchmal einen richtigen Moment in unserem Passspiel. Also sehr qualitative Gegner. Wir waren langsam im Mittelfeld und daher konnten wir den Ball nicht in Überzahl spielen. Kimmich im Mittelfeld, No-Go. Wir sind insgesamt in Kader mit 3 Innenverteidigern und keiner davon kann den Ball vernünftig nach vorne spielen und organisieren. Big Problem. Positiv fand ich das Kombinationsspiel. Noch nicht so wie erwünscht, aber in guter Richtung. Und das Defensivverhalten. Sonst die Mannschaft braucht Zeit, die Kompanie-Spielphilosophie umzusetzen. Ja. Gehe ich mit.
Wir müssen einfach mal ein bisschen Geduld haben. Felix, insgesamt finde ich deine Bewertung heute etwas strenger, als meine ausfallen würde. Gerade die IV hat neben den zwei obligatorischen Lapsus im Spielaufbau defensiv wirklich gar nicht zugelassen. War für mich eine recht gute Abwehrleistung. Ja. Welcher Jung, wow, welch ein destruktives Gestammel. Ich gebe dir heute eine 3-. Das ist aber noch eine nette Note für ein destruktives Gestammel. Da hätte ich ja dann wenigstens eine 4- oder eine 5 gegeben. Nee, sorry, heute bekommst du von mir eine 4. Ja, das passt eher, wenn du destruktives Gestammel sagst. Dann kann man keine 3- geben. Die Eloquenz war heute nicht da. Ich habe die negatives Gerede nicht verstanden. Ist ja am Anfang der Saison, ist noch wenig Licht, viel Schatten, gut wird's schon. Ja. Dann hoffen wir mal, dass das nächste Mal weniger destruktives Gestammel ist. Und ich wieder eine 3 bekomme. Sven Wieruch. Ich glaube, auch wenn das Profis sind, viele sind erst seit 4 bis 5 Wochen zurück im Training und spielen auch noch nicht so lange zusammen. Das wird sich schon einspielen bald und die Jungs kommen besser ins Rollen, was den Gegner anbelangt. Freiburg hat sich sowas von hinten reingestellt und mal so gar nichts fürs Spiel getan. Da gibt's dann eben langweilige Siege. Ist mir total Latte. Sollen sie sich alle hinten reinstellen und ihre Niederlagen kassieren. Jeder so wie er meint. Wird auch wieder so werden, dass wir das besser bestrafen. Jo, stimme ich dir zu. Ne, habe ich ja auch schon gesagt hier im Laufe des Videos. Gimba, das Spieler ja nicht sehen können, warum geht da vorne nichts in Richtung Schangen? Weil man einfach, glaube ich, einen besseren, sicheren Stiefel fahren wollte in dem Spiel. Hochverdienter Sieg von uns. Mirsan Müller, FC Bayern Fan VR. Heiko, ich brauche mir das Spiel nicht mehr ansehen. Nach deiner Analyse, wir sehen das meistens eh nicht, weiß ich Bescheid. Ja, aber ich war diesmal sehr kritisch, hast du ja gehört, Heiko. Vielleicht hättest du das ein bisschen anders gesehen, wer weiß. Opera Swift, Servus, ich verfolge dich schon sehr lange und finde die Art der Wiedergabe deiner Meinung ansprechend und erfrischend. Insbesondere im Gegensatz zu den immer gleich gewaschenen Parolen anderer Bayern-Kanälen ohne Originalität und Wiedererkennungswert. Ich weiß, du machst das alles so, wie du es für dich richtig hältst. Aber an manchen Stellen fände ich es gut, wenn du objektiver auf die Dinge schaust und dich mehr in den verschiedenen Grautönen zwischen Schwarz und Weiß bewegst. Mach weiter so. Vielen Dank für deine Videos. PS, ein Odyssee darf man bei einem Spiel mit Rabona gerne eine 1 geben. Ausrangierten, stinkenden Staubfängern auch gerne mal eine 6. Wer war denn jetzt ein ausrangierter, stinkender Staubfänger? Opera, erstmal danke. Ja, wir haben das ja gerade auch schon gehabt mit ich sag mal, eine 2+, 3+ und so weiter, um das ein bisschen mehr abzugrenzen. Nehme ich auch hier mal mit, ne? Nehme ich auch hier mal mit, da vielleicht ein bisschen mehr in die Grautöne reinzugehen. Nigen. Ohne Müller hätte Freiburg vielleicht noch etwas mitgenommen. Wenn er weiter so spielt, wäre er meiner Meinung nach einer für die Startelf. Ja, Müller war nach der Vorbereitung schon einer für die Startelf. Mich gewundert, dass er in Wolfsburg nicht gestartet ist. Ja, wenn man ehrlich ist. Aber solange es dann so klappt, wenn er reinkommt, ist ja auch alles gut, ne? Sammy, ich bleib wie letzte Woche bei einem Ui. Andreas Wagner, Serge bewegt jetzt endlich mal wieder seine 17 Millionen Arsch. Wurde auch mal wieder Zeit. Ja. Aquari, muss mich da leider einigen anderen Kommentaren anschließen. Für mich fällt die Analyse auch zu negativ aus. Ja, wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ja, beide Elfmeter sind für mich haarsträubende Entscheidungen und haben nichts mit Fußball und normalen Spielgeschehen zu tun. Oui. Ja, Kompanie hat die IV stehen gelassen und ja, es war bei weitem noch nicht ein sehr gutes Bayern-Spiel. Trotzdem finde ich, dass es eine gute Entscheidung war, beide IVs nochmal in die Startelf zu packen. Nach dem ersten Spieltag einem so das Vertrauen zu entziehen, wäre sehr kontraproduktiv. Wir sind noch komplett am Anfang der Saison, da kann man noch deutlich mit denen reden und ihnen zweite Chancen geben. Es hat ja auch schon deutlich besser funktioniert als gegen Wolfsburg. Ich erwische mich selber immer wieder, dass mein Gefühl mir sagt, man müsste als FC Bayern ja Freiburg hochkant aus der Arena mit einem 15-0 schießen. Nee, das ist gar nicht der Anspruch, den ich habe. Das ist Schwachsinn, wenn das auf mich bezogen ist. Nee.
Fakt ist aber, die haben Stuttgart letzte Woche 3:1 eingeschult. Von daher ist ein 2:0 schon ein gutes Ergebnis. Ja. Auch ein 1:0 wäre ein gutes Ergebnis. Das Ergebnis sei mal dahingestellt, die Art und Weise, wie das Ergebnis zustande kam. Was wäre denn passiert, hätten wir den Elfmeter nicht bekommen? You know? So, und der Elfmeter war noch nicht mal gerechtfertigt. Das ist doch das Thema. Wir haben uns halt einfach keine Torchancen erspielt. So, und das sehe ich dann sehr negativ, auch wenn es das zweite Bundesligaspiel erst ist. Aber nochmal, das ist auch völlig fein, wenn man das anders sieht. Ne? Habe ich aber jetzt auch oft genug erklärt. Stimme dir aber auch bei einigen Sachen zu. Ich verstehe auch nicht, warum Palhinha schon wieder nicht in der Startelf steht. Die heutige Viererkette, Pavlo und Palhinha als Sechser, plus Olise, Musiala und Gnabry plus Kane hätte ich sehr gerne gesehen. Tell in allen Ehren, aber wie du gesagt hast, er wirkt mir zu hektisch, zu unsicher und hat heute einfach kein gutes Spiel gemacht. Ja, leider. Bei mir würde er in der Startelf deshalb leider rausfliegen. Bei mir auch. Allgemein natürlich nicht ein außergewöhnlich starker Start in die Saison von uns, aber wenn Kompany mal die genannte Formation spielt, habe ich weiterhin ein sehr gutes Gefühl. Ja, me too. Muss hier nochmal loswerden, dass die Schiedsrichterleistung in jeglichen Spielen schon jetzt absolute Katastrophe ist. Diese Diskussion am zweiten Spieltag um den VAR, um Entscheidungen, um Handspiele und so weiter zeigen schon, wie kaputt das gesamte System ist. Ja. Das macht mich so sauer. Ich will, dass sich jemand hinstellt und mir, uns Fans, erklärt, wieso das heute ein Handelfmeter war, aber in Wolfsburg nicht. Auch wenn uns das erste Tor gebracht hat. Das ist sowas von Antifußball und hat nichts mit vernünftigen Entscheidungen oder Fairness zu tun. Ja, vollkommen richtig. Ich kann es auch nicht. Ich kann es nicht. Ich habe da noch nicht mal nur ansatzweise eine Idee, warum dem so ist. Sören, die Fehlpassquote war ja echt schlecht, da ist mir noch zu hektisch und sieht dann nach vorne etwas planlos aus. Aber Rom ist ja auch nicht an einem Tag erbaut worden. Wolfgang, warum lässt der Palhinha nicht spielen? Das Geld hätte man sich sparen können. Wir sind am zweiten Spieltag, wa? Immer mal abwarten. Banja, ich trinke mal erst einen Schluck. Na, guten Abend. Zum Positiven. 3 Punkte und ein Thomas Müller Rekordspiel gekrönt mit einem sehr schönen Tor. Ja. Nun zum Spiel, beziehungsweise erst einmal zur Aufstellung. Ich will nicht nörgeln, bei diesem 4-1-4-1-System fand ich die Aufstellung suboptimal. Statt Gnabry, Olise hätte ich eher einen Goretzka, Leimer, Müller gebracht und auf einen der beiden verzichtet. Dazu bleibe ich dabei, Kim und Upper passen nicht zusammen. Gerade die ersten 10 bis 15 Minuten, wo Freiburg viel Druck gemacht hat, sind beide IVs extrem hektisch. Keiner der beiden kann das Spiel beruhigen. Das ist richtig, das ist nicht deren Stärke. Kim ist da sogar hektischer, der jeden Ball wie heiße Lava loswerden will. Da hätte uns ein Dyer gut getan. Ich muss auch sagen, es ist irgendwie komisch, dass wir so viele Fehlpässe haben. Gerade die ersten 20 Minuten war das extrem. Besonders schwach war da Guerrero, der bis dahin wirklich nichts hinbekommen hat. Wirklich gut war eigentlich nur Kane, der sich immer mehr gesteigert hat. Wer mich auch extrem enttäuscht, ist Musiala. Ja, kann ich nachvollziehen. Er hat so viel Talent und macht so wenig Produktives mit seinen Aktionen. Nehmen wir Müller, er hat viel weniger Talent als Musiala, aber Thomas besitzt Fußballschleue. Jamal war zum Beispiel mehrfach im Strafraum, er holt nicht mal eine Ecke raus, weil er sich immer und immer festdribbelt. Ich habe mal gelernt, ein Abschluss ist immer besser als ein Ballverlust im gegnerischen Strafraum. Wer mir auch extrem schwach aufgefallen ist, ist Coman. Extrem viele Fehlpässe und man sieht nichts von dem, was ihn mal ausgezeichnet hat. Das ist richtig. Vielleicht sehe ich das zu negativ, aber ich denke, als Bayern darf unser Gradmesser nicht Freiburg sein, sondern City, Paris, etc. Man soll Freiburg und Wolfsburg mal Max ernst nehmen, aber trotzdem sollten wir an die großen Gegner denken. Interessant ein Video gesehen und die Kommentare. Bin sehr verwundert, dass hier das so positiv seht. Ja, 6 Punkte ist sehr positiv, aber manche hauen Noten raus, zum Beispiel Musiala, da sehen viele eine gute Leistung, Note 2. Wenn Kompany konsequent gewesen wäre, wäre Musiala nach 50 bis 15 Minuten runter. Ja. Und ich mag Opa und Kim als Typen, aber wie kommt man auf Noten 2, 2-? Ich hab's ja schon gesagt, eingangs. Jeden seine Meinung. Ich gehe da mit dem, was du schreibst. Viele andere sehen das halt ein bisschen. Aber das kennen wir doch schon. Das haben wir letzte Saison unter dem Tuchel genauso gehabt. Ja. Wir haben alle das in den Himmel gelobt und ja. Ich brauche es nicht wiederholen, oder? Neomatrix. Naja. Bin auch eher ein Dyer-Fan, weil er einfach, wenn er spielt, sofort die Rolle als Abwehrboss einnimmt.
Dieses Mal war es aber wahrscheinlich richtig, Opa und Kim wieder spielen zu lassen. Wenn du auf die beiden setzt, musst du ihnen auch das Vertrauen schenken, auch wenn sie mal Fehler machen. Ist leider so. Ja, stimme ich dir zu. Wenn die Fehler aber nach 4 bis 5 Spielen nicht weniger werden, sollte man mal überlegen. Ein Palhinha könnte da viel lösen, da der gewaltig Druck von der Abwehr nimmt. Ja. Ansonsten haben die anderen gut gemacht. Einzig Tell hat mir nicht gefallen. Der braucht aber leider Gottes auch Spiele und Vertrauen vom Trainer. Ja, auch das ist richtig. Stimme ich dir eigentlich bei allem so zu. Tiger. Zweiter Spieltag ist schwer zu sagen. Die Mannschaft muss sich noch finden, aber hier scheiden sich schon die Geister. Warum ein Palhinha auf der Bank sitzt, wenn sich eine Mannschaft einspielen soll? Vielleicht noch nicht auf 100%? Nee, also das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich habe alle Vorbereitungsspiele gesehen und da war ein Palhinha bei 100%. Die Art, wie Kompany spielen lassen will mit den Rochaden vorne, ist noch nicht angekommen. Also habe ziemlich gemischte Gefühle. Nichtsdestotrotz 2:0 gewonnen, 3 Punkte zählen. Ich denke, wenn wir gegen Leverkusen spielen, werden wir sehen, wo wir stehen. Ja, das wird der erste richtige Gradmesser werden, da gehe ich mit. Bernd, langweilig bis zum Einschlafen und Palhinha ist ein teurer Einwechselspieler. Nein, diesen Mist brauche ich nicht. Helmuts, nicht so viele Schlaftabletten essen. Ich? Die Spieler? Wer? Triumph. Verstehe halt nicht, wie man auch diese Saison noch Kim und Opa im Kader hat. Ja, haben wir ja schon ausgiebig diskutiert, brauche ich jetzt hier nichts zu sagen, oder? Peter Senf. Dein Kommentar 4-. Wir haben zu 0 gespielt. Odyssee hatte 70 Minuten Zeit, ein Tor zu schießen. Kein Tor, deshalb die Auswechslung. Müller entscheidet das Spiel, wie auch schon in Wolfsburg, maßgeblich am Sieg beteiligt. Deshalb Trainernote 1. Insbesondere, weil er auch an den beiden Innenverteidigern festgehalten hat, sie damit für die weitere Saison gestärkt hat. Okay. Olaf, und wie recht du hast, gehe ich voll mit. Abgefeiert habe ich noch den Ständer Josh. Bitte weiter so. Volki. Haha, genau auch mein erster Gedanke. Tuchel ist back. Wie passend. M.O.K. Ich habe mit den Verlagerungen auf Außen eine Spielidee gesehen, die es bei Tuchel nicht gab. Lieber sicher ist gegen den Verein wie Fröbig clever. Fand's okay, Tuchel Fußball, naja, ich habe so anders mal kommentiert. Es fehlt kein IV, es fehlt kein Außen, es fehlt ein Spielmacher. Musiala ist es nicht, Kimmich so lala darin, Odyssee kann da einiges liefern in Zukunft. Pap M, hey Kai, cooles Trikot, aber warum hast du es in Orange und nicht in dem schönen Rot geholt? Weil ich ein halber Niederländer bin. Zoe! Guerrero. Ich kenne einen Spieler namens Guerrero, angesprochen Guerrero. Aber bitte, wahrscheinlich heißt der auf Franz Bockenbauer auch Gerd Müller. Mann, Mann, Mann. Und tschüss. Hau rein. Haji, alle Note 3,5. Bis auf Tell 5, Odyssee 2,5, Neuer 3. Okay. Victor, jetzt mal ganz verrückte Idee. Vielleicht lag nicht alles an Tuchel. Verschwörungstheorie. Ich hätte den Tuchel nicht im Titel schreiben dürfen, oder? Ich hätte nicht auf meinen inneren Tuchel hören sollen. Forget. Musiala braucht meiner Meinung nach jedes Spiel. 15 Torschüsse Versuch, bis er dann endlich mal im 16. Torschussversuch trifft. Heute kein Tor. Achso, Musiala braucht meiner Meinung nach jedes Spiel 15 Torschüsse. Torschussversuche, bis er dann endlich mal im 16. Torschussversuch trifft. Heute kein Tor. Ja gut, wenn wir insgesamt nur 3 Torschüsse hatten in diesem Spiel, dann braucht der Musiala noch 6 Spiele. Hm? Wild. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ade, man bekommt langsam den Eindruck, dass die gesamte Fankultur im Netz den Verein nur nutzt, um mal so richtig schön durchlüften zu können. Ein Ventil für den eigenen Frust zu finden. Okay, auch dich lese ich gar nicht weiter. Hau rein. Slangshot, es sind leider nicht noch zu viele alte Spieler im Kader und in der Startelf. Sind leider noch zu viele alte Spieler im Kader und in der Startelf. Der Umbruch ist zu klein ausgefallen. Auch wenn man im Moment nicht gerne Geld ausgibt, wird man das über die nächsten Saison leider müssen. Da wird sonst nicht großartig viel anderer Fußball bei rumkommen. Es liegt nicht immer am Trainer. Ja, also
Wie gesagt, das alles können wir mal zur Winterpause beurteilen, denke ich, oder? Ich denke, da jetzt schon was zu beurteilen. Ja, gehe ich mit. Der Umbruch Umbruch ist eigentlich das verkehrte Wort. Ja, das ist gerade absolut nicht passend. Ob Company den Spielern, wo wir drüber reden, neue Impulse geben kann. Beim Gnabry sieht's gerade so aus, beim Kimmich sieht's auch ein bisschen so aus. Beim Koman sieht's bisher nicht so aus, und Sané müssen wir mal abwarten. Beim Goretzka sieht's auch nicht so aus, der spielt keine Rolle mehr. We will see. Wilder W., diese negativen Kommentare geht einfach nicht mehr. Ja, dann guck doch nicht zu, wenn es auf mich gemünzt ist. Und wenn es hier auf die Kommentare gemünzt ist, dann liest sie nicht. Oh, gehst du auch woanders hin, ist doch völlig fein. Bernd Biesenkamp, Kai, da gebe ich dir recht. Okay. What's up? Den Ganzen ist nichts hinzuzufügen. Tristan, war in Ordnung, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bayern Believer. Eigentlich war es ein Spiel Not gegen Elend. Die einen wollten nicht, die anderen konnten nicht. Schlimmes Spiel von beiden Seiten. Freiburg viel zu harmlos, trotzdem haben sie es geschafft, die Bayern abwärts 2 bis 3 Mal ins Wanken zu bringen. In der Offensive sehe ich leider null Unterschied zu Tuchel. Da ist vieles abhängig von der individuellen Klasse. Ich sehe wirklich keine einstudierten Staffetten, nichts. Die Defensive hat heute 2 bis 3 Mal extrem gewackelt und eine bessere Mannschaft hätte die Fehler in der Abwehr auch ausgenutzt. Ich bin von Freiburg eigentlich extrem enttäuscht. Da war mehr drin für Freiburg. Man muss Kompanie natürlich etwas Zeit geben, aber viele Veränderungen sehe ich bisher nicht. Abwarten. Das Beste an der ganzen Sache ist 2 Spiele, 2 Siege, passt. Aber ich hebe den mahnenden Finger, das war letztes Jahr am Anfang auch so. Ja. Und dann kam die Rückrunde, habe ich ja auch schon erwähnt hier, ne? In so einem Spiel bekommt keiner eine 2, aber auch keiner eine 5. Es war einfach nur ein durchschnittliches Spiel. Jo. Kompanie 3. Neuer 3 hatte eigentlich nichts zu tun, ein schlimmer Fehlpass, der auch zu einem Gegentor hätte führen können. Guerrero 4, viele Fehlpässe, offensiv komplett unsichtbar, defensiv einige Stellungsfehler. Kimmich 4, einige schlimme Fehlpässe, langsamer Spielaufbau, 0 Ideen im Spielaufbau, eigentlich nichts von ihm zu sehen. Upamecano 3, einige leichtsinnige Fehlpässe, früh sinnlos gelb verwarnt. Ja, hätte später auch vom Platz fliegen können, schlechter Spielaufbau, allerdings sehr zweikampfstark. Minje 3-, heute zweikampfstark, aber nach Ballgewinn einige schlimme Fehlpässe. 2 bis 3 gute lange Bälle. Gnabry 3, sehe ich nicht so positiv wie du, stark nach hinten ja, aber vorne mit nur einer guten Aktion den Lupfer auf Müller. Die Tiefenläufe habe ich heute nur einmal gesehen. Ja, ich habe auf jeden Fall noch 2 Hereingabenversuche von Gnabry im Kopf. Ich glaube, die Hereingabe, wo Freiburg noch in höchster Not rettet, in den ersten 15 Minuten war auch von Gnabry, oder? Und danach hat er auch nochmal den Kopf gehoben und nochmal eine Hereingabe versucht, die leider auch nicht durchgekommen ist. Ja, deswegen habe ich den Gnabry ein bisschen besser gesehen. Aber ist auch völlig okay, wenn man das anders sieht. Ne? Musiala 4-, kompletter Totalausfall, wie eine Jungfrau. Viel gefummelt, wenig Handfestes. Auswechslung kam viel zu spät. Jungfrau, der ist gut. Odyssee 3+, einige gute Aktionen nach vorne, aber auch einige Ballverluste. Später wie die gesamte Mannschaft abgetaucht. Ja. Selbst 4-, offensiv nix, defensiv schwach, Stockfehler, du sagst. Einsatz vorbildlich, meint eigentlich, er war stets bemüht. Pavlovic 3-, offensiv nix zu sehen, defensiv mit ein paar verlorenen Zweikämpfen unauffällig. Kane 3-, hätte er den Witzelfer nicht versenkt, wäre er auf Musiala-Niveau. Daher eine Note besser. Coman 3, bemüht, hatte aber das Problem, dass Bayern das Ergebnis verwalten wollte. Keine schlimmen Fehler, aber auch nichts Positives. Müller 3, den Ball überraschenderweise à la Messi angenommen und eiskalt verwandelt. Danach mitgeholfen, das Ergebnis zu verwalten. Einige Ballverluste und Stockfehler. Goretzka, keine Note. Palhinha 3, Durchschnitt. Leider dann noch ein Witzelfer verschuldet. Daimler 3, hatte wenigstens noch 1 bis 2 Mal versucht, vorne was zu reißen. Ja, komplett vergessen, die beiden Elfmeter, die beiden Elfer, ein absoluter Witz. Fahr sofort abschaffen, wie immer. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Eberhard, hallo, in der 7-minütigen Zusammenfassung sieht das Spiel brauchbar aus. Die besten Aktionen halt. Ja gut, aber in der Zusammenfassung sieht immer alles brauchbar aus, oder? Michi, stabiles Spiel der Mannschaft würde allen Spielern eine 3 geben, bis auf Müller. Er bekommt von mir eine 2. Tolles Spiel von ihm. Und war man des Spiels in meinen Augen. Und war Mann des Spiels in deinen Augen. Okay. Rot-weiße Grüße, nur der FCB.
Ja, Grüße zurück. Kami Gaming Gott. Wie komme ich denn auf Gaming, Alter? Es ist soweit. Ich laber schon mehr zu lange. 2 Spiele, 6 Punkte. Was wollt ihr? Gebt doch den Trainer mehr Zeit. Ja, habe ich bereits erklärt, war. Jessup, es geht nahtlos so weiter wie letzte Saison. Bin gespannt, wenn wir auf starke Mannschaften treffen. Ja, werden wir dann gegen Leverkusen am 5. Spieltag oder was? Seppi. Ich fand Tay schwach und Coman in den 20 Minuten stark. Gnabry hat auch ein solides Spiel gemacht. Ja. Stefans, kein Umbruch. Die Saison geht so weiter. Das wird nix. Ja, Abfall. Ne, Abfall. Ingo, du bewertest das Spiel wie ein wenig zu begeisternder Bayern-Fan so ein Spiel nun mal so sieht. Egal ob im Stadion oder zu Hause am TV. Bayern-Fans sind kaum zu begeistern offensichtlich. Bilder-Take. Hast du das Spiel gesehen? Das würde mich mal interessieren. Also wenn du von diesem Spiel begeistert warst, aber ich habe es eingangs erklärt, dann bist du vielleicht diese Art, der sich daran begeistert, dass man taktisch gut steht, wenig Chancen zulässt. Ja, dann ist das okay, dann bist du mehr der Typ, ich mag Mourinho-Fußball. Ich bin dann eher der Typ, ich mag Pep-Fußball. Ja, was ja auch völlig okay ist. Ja, jeden das seine. Also ich begeister mich dann eher, wenn ich vorne ein bisschen offensives Spektakel sehe und nicht 2 Chancen in 90 Minuten. Aber, wie gesagt, jeder wie er es mag. Hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht begeisterungsfähig ist. Aber gut. Michael, Katastrophe von beiden, Antifußball vom Feinsten. Wie jetzt? Ich dachte, das war begeisterndes Spiel hier gerade. Der Ingo sagt, es ist begeisternd. Du sagst, das ist Antifußball. Wild, ne? Nur mal als Beispiel, Leute. Es passt gerade, weil es direkt untereinander ist. Viele Menschen, viele Meinungen und das ist gut so. GB, zurück in die Zukunft, wa? Ist auch nicht schlecht. Er ist auch nicht schlecht. Phileas, servus Kai. Bevor ich dein Video schaue, genau das, was im Videotitel steht, habe ich mir auch gedacht. Heute hatte ich ein wenig Zeit, das Spiel zu schauen und genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Spielen wir jetzt wieder Tore-Fußball? So geil, 2 doofe, ein Gedanke. Nun, was soll ich sagen? Gut, dass wir gewonnen haben und 3 Punkte eingefahren haben. Dazu muss aber gesagt sein, dass Freiburg unterirdisch schlecht war und gefühlt nicht existent. Des Weiteren die Startaufstellung. Ich sag da mal nichts. Kann daher kein Palenia, rot-weiße Grüße. Rot-weiße Grüße zurück. Stefan, da wir mal wieder einer Meinung sind, bleibt mir nur der Kommentar für den Algo. Ja, vielen lieben Dank dafür. Wo bitte bleibt der Umschwung, Volki? Ah, der kommt. Keine Sorge. Suranda, ich würde deine Spielanalyse mit 3,5 bewerten. Ja, das ist völlig fein, danke dafür. Mobray, ein Saupreuß, erklärt den FC Bayern. Ein Saupreuß. Hä? Was stimmt denn nicht? Wie kann man denn Bayern-Fan sein, wenn man ein Saupreuß ist? Das geht doch nicht. Hä? Deswegen hat der FC Bayern auch so viele Mitglieder innerhalb Bayerns. Von den 360.000. Edin, das Spiel war mal so. Es gab leider nicht zu viele gute Sachen. Denke mal, dass so ein Tell mir gar nicht gut gefallen hat. Er ist immer mit dem Kopf durch die Wand gegangen, so wie Pavlo, den ich auch etwas schlechter gesehen habe. An Kimmich, über ihn möchte ich nicht viele Worte verlieren, aber kann der mal aufhören, die Standards zu schießen? Es ist jedes Mal der Fall. Dass man Olise runtergenommen hat, verstehe ich so 0,0. Ich auch nicht. Kann vielleicht sein, dass er müde war wie alle anderen. Fand es schade, dass ein Palhinha nicht von Anfang an gespielt hat, verstehe das nicht und ich bekomme das auch nicht in meinen Kopf. Hoffe mal, der spielt mehr nach der Länderspielpause. Kompanie hat gefühlt wirklich Tore-Fußball spielen lassen und fand die Leistung gegen Freiburg erschreckend schwach. Dass ein SC Freiburg uns so herspielen kann, wie sie wollen, da bin ich regelrecht erschrocken gewesen. Wie sieht das dann gegen die Großen aus, wie Leverkusen, Dortmund, RB? Wenn ich daran denke, nach der Leistung bekomme ich Gänsehaut vor Scham. Als FC Bayern sollte man Freiburg eher herspielen, nicht andersrum. Sehr viel Schatten und nur ein paar Lichtblicke, aber hoffe mal, es wird besser. Ich weiß, wir sind noch früh in der Saison und wir müssen erstmal Automatismen hochfahren und uns langsam einspielen. Das wird ja noch lustig werden, wenn es in der Champions League gegen Barca und Paris geht. Ich hoffe mal, dass wir da heile durchkommen, weil dort, denke ich, wird die Abwehr dann ihr wahres Gesicht zeigen, ob sie diesem Niveau standhalten kann. Ja. Aber Sieg ist Sieg, die 3 Punkte nehmen wir gerne mit, auch mal nach so einem Spiel und so ein Spiel muss man auch erstmal gewinnen, wo fast vorne gar nichts läuft. Schönen Abend euch
noch und einen guten Start in die neue Woche. Ja, gehe ich 100% mit deinem Post. Markus, egal ob ein Sieg bei rauskam, Kompany muss sich echt noch mehr anstrengen, die Mannschaft auf Top-Niveau zu bringen. Aber Hauptsache 6 Punkte, das zählt auch. Das war gerade mit Dyer und Palhinha ist eine Frechheit von Kompany. Man merkt, Kompany ist unerfahren und das ist eine Gefahr irgendwann. Okay. Nickel, die Freiburger haben auch nur den Vizemeister besiegt. Die muss man 6-0 weghauen. Ach komm, ich lass dich. Auch wenn der Kommentar super dumm ist. In meinen Augen. Quartame, ich habe das Spiel nicht gesehen, kann aber nur hoffen, dass du mit deiner Einschätzung, Tuchel ist back, falsch liegst und ein anderes Spiel gesehen hast. Ja, habe ich auch. Ich habe mir eine Wiederholung angeguckt von letztes Jahr. Stefan, danke. Snackmonster, danke. I-Bomber, was für ein furchtbarer Fußball. Grauenhaft. Kompanie hoffentlich bald wieder weg. Da kann ich kein Herzinfarkt geben. Komm. Sorry. Aber komm, ich respektiere deine Meinung. Kriegst ein Herzchen und einen Daumen runter. Azad. Hi, ich hoffe, dir geht es gut. Ich feiere deine Videos. Sie sind ein Muss für jeden FC Bayern München-Fan. Nach jedem Bayern-Spiel. Bayern hat souverän 2-0 gewonnen. Das Spiel war aber extrem langweilig. Wenig Angriffe nach vorne und sich mal was trauen und ganze Zeit nach hinten spielen. Viele unnötige Ballverluste gegen Freiburg. Ich hoffe, dass das nicht so bleibt. Das hatten wir schon letztes Jahr mit Tuchel. Vincent Kompany hat doch auf der ersten Pressekonferenz gesagt, dass er offensiven Fußball spielen lassen will. Bis jetzt merke ich davon nichts. Ja, bis auf die erste Halbzeit in Wolfsburg habe ich davon auch noch nicht so viel gesehen. Aber wie schon gesagt, ich denke, wir geben dem Mann mal ein bisschen mehr Zeit. Ne? Ambrose. Ich nenne nicht Ambrose. Ich hoffe, das passt. Meiner Meinung nach war es kein gutes Spiel, aber am Ende abgekocht und ohne Gegentor durchgekommen. Dank des verschossenen Elbers aber auch nur, wa? Ich denke, man hat heute im Gegensatz zum Wolfsburg-Spiel versucht, vorsichtiger zu agieren und hat zwar hoch gestanden, aber nicht so energisch gepresst. Ja. Beziehungsweise vertikal verlagert. Es hätte öfter mal gebraucht, sich in die Tiefe fallen zu lassen und vielleicht mehr Positionswechsel. Auch fand ich es gut, dass wir zu 0 gespielt haben, auch wenn Minjay wieder Wackler hatte und Upa manchmal zu gierig war. Es tut mir leid für die beiden, weil ich persönlich nichts gegen sie habe. Ich auch nicht. Aber die individuellen Fehler müssen sie abstellen. Denn ich glaube schon, dass es gute Spieler in der Innenverteidigung sind. Haben sie auch schon gezeigt. Im Gegensatz zum Wolfsburg-Spiel fand ich es schade, dass man weniger giftig war im Pressing, aber auch gute Gelegenheiten eingestreut hat. Olise hat mir gut gefallen, genauso wie Müller und Musiala, auch wenn letzterer sich manchmal verzettelt hat. Ich finde, Kompany hätte heute dennoch mit Dyer und Palhinha beginnen sollen und Kimmich auf die vorstellen müssen. Da im Prinzip ohne Außenverteidiger gespielt wurde, Guerrero und Kimmich haben auch mehr zentrale Mittelfelder agiert. Wichtig sind aber die 3 Punkte gegen den SC Freiburg und die Nullstand. Allerdings muss sich das Pressing noch besser etablieren und die Spieler sich öfter fallen lassen. Bei eng stehenden Gegnern eventuell schnellere Passkombinationen durchführen und die Abwehrkette etwas niedriger stehen für die Konterabsicherung. Fazit, es ist noch viel Luft nach oben und Kompany muss seine Philosophie noch genauer etablieren. Ja, aber das ist ja auch normal, oder? Dass das einfach alles ein bisschen dauert. Marco Günther, ich fand Upa besser als Kim. Kann aber auch daran liegen, dass Kim immer extrem unsicher rüberkam, wo er am Ball war. Ja, ist doch völlig fein. Kurt Londe haut's nochmal raus. Komm, dann trinke ich nochmal ein Schlückchen und dann beendet der Kurt Londe hier das Video. So, Kurt. Hab jetzt nur mal angeschaltet, aber noch nicht reingehört. Gebe aber trotzdem mal meinen Kommentar zum Spiel ab. Hatte die Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen. Hatte dann aber oft zwischendurch abgeschaltet, weil es halt doch nicht so der Burner war. Trotzdem, der Müller wieder, oder? War schon ein Move, oder? Und dann noch durch eine Flanke von Gnabry. Ausgerechnet. Der war ja auffällig eifrig in der ersten Hälfte. Aber sein Zuspiel und Flanken waren totgeborene Kinder und dann sowas. Freiburg war schon bissig. Ich glaube, haben auch kein ganz schlechtes Niveau. Es hatte schon seinen Grund, warum sich Bayern da nicht leicht tat. Aber sonst. Und dann der Schiri, sag mal, haben die keinen Arsch in der Hose? Arsch darf man ja heutzutage sagen. Hast du letztes Mal irgendwo erwähnt. Jedenfalls, wenn es schon diese beschissene Regel gibt, dann ist immer noch der Schiri der so eine Aktion bewerten kann. Wo soll der mit der Hand hin, wenn es kein Pinguin ist?
Wir haben das leidige Thema schon 100.000 Mal diskutiert, damit fange ich jetzt nicht wieder an. Und ich war mir sicher, dass Bayern sich zwar gefreut hat, aber in Gedanken war ich mir auch sicher, der Ball kommt wieder ins eigene Feld zurück. Nur, dass es noch im gleichen Spiel ist, damit hätte selbst ich nicht gerechnet. Und Leute, das ist relevant. Diese Entscheidungen sind relevant. Und sie machen den Fußball kaputt. Schafft den ganzen Fahr und den Scheiß ab. Das geht ohne viel besser und gebt uns den Fußball wieder zurück. Darf ich Scheiß eigentlich sagen? Und wegen mir darfst du hier Scheiß sagen. Jedenfalls, ich war sehr lange dafür, aber das artet ja so aus und pervertiert das Spiel. Wenn ich die Millimeterentscheidung sehe, hat das nichts mehr mit Fußball zu tun. Das brauchen wir nicht. Das nur mal so nebenbei. Jetzt schaue ich mir dein Video an. Ja, gehe ich mit. Habe ich aber damals schon gesagt. Ja, diese Fahrgeschichte und auch diese Abseitsentscheidung. Wenn du das Bild eine Zehntelsekunde stoppst, ja, dann ist es kein Abseits. Stoppst es eine Zehntelsekunde später, dann ist der Ball bei dem Spieler immer noch am Fuß. Ja, dann steht der andere im Abseits. Auch das. Leute. Macht den Fahr bei krassen Fehlentscheidungen. Ja, meinetwegen definiert das. Definiert das, wenn das mindestens eine Fußlänge im Abseits ist und es entsteht daraus ein Tor, dann hat der Fahr einzugreifen und zu sagen, pass mal auf, klare Fehlentscheidung. Ja, es war ein Tor oder es ist okay, dass man erstmal weiterspielt, wenn es kein klares Abseits ist und wartet, bis der Ball im Tor ist, damit dann der Fahr nachgucken kann. Das finde ich fein. Alles andere, nein. So, sorry, da ist er nochmal. Also, wie gesagt, ne, bei ganz klaren, glasklaren Fehlentscheidungen oder auch das mit der Torlinientechnik, alles gut. Ja, das sind gute Dinge, dass man genau sagen kann, jo, der Ball war mit vollem Umfang hinter der Linie, alles ist gut. Ja, aber wir müssen wieder weg davon. Ich meine, der Schiri hat es ja durchgewunken bei der Elfmeterszene. Hat das beurteilt, hat gesagt, kein Elfmeter. Nein, dann quatscht der Fahrer rein, dann sagt er, geh mal raus, dann diskutiert er noch mit dem, wenn er draußen steht. I don't know. Ja, ist auch nichts, was ich im Fußball brauche. Nochmal, bei glasklaren Fehlentscheidungen. Völlig richtig, auch bei einer roten Karte. Guckt euch das gerne nochmal an. Ja, wenn man es vielleicht falsch interpretiert, weil man einen schlechten Winkel auf dem Feld hatte vom Schiri her. Aber das war's, das muss es auch gewesen sein. Ja, es kann ja nicht sein, dass wir mittlerweile in jedem Spiel mehr über den Fahr reden, wie über den Schiedsrichter auf dem Feld. Also, im Fußball gab es immer Fehlentscheidungen. Ja. Und die sind mit dem Fahr nicht weniger geworden, sie sind nur katastrophaler geworden. Ja, das ist das Thema. Auch früher gab es Fehlentscheidungen. Und ja, es hat sich meistens in der Saison ausgeglichen. Und ja, gab es auch mal krasse Fehlentscheidungen, wie ein Phantomtor, ja, wie gegen Nürnberg und so weiter, natürlich. Und für solche krassen Sachen ist dann Video Assistance Referee, ja, dafür ist er dann gut, meiner Meinung nach. Aber nicht für jeden Furz. Ja, und wenn man wirklich jeden Furz bewertet, warum bewertet man dann keine Ecken? Ja, oder Einwürfe. Auch daraus könnte auch Chancen entstehen. Also da wird auch mit zweierlei Grad gemessen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Torlinientechnik für mich, beide Daumen hoch. Und ansonsten mach es wie im amerikanischen Sportart. Gib jedem Trainer 5 Dinger pro Spiel. Ja. Und der kann die zünden, wenn er meint, da soll sich nochmal ein Video Assistant Referee was anschauen. Oder 3, was weiß ich, wie man es mag und gut ist. Ja. Dann ist der ganze Bums ein bisschen anders. Aber so wie es jetzt gerade ist es eine Katastrophe und wie es in den Kommentaren stand, es macht mehr den Fußball kaputt, wie es dem Fußball hilft. Ja. Keiner von uns versteht doch die Abseitsszenen, wo es wirklich ein Millimeter ist. Ja. Und dann kommt ja noch der Oberhammer. Mit dem Fuß ist alles gut, da ist er nicht im Abseits, aber die Schulter. Die Schulter ist 1 Millimeter vor. Ja, weil er vielleicht gerade im Sprint war. Dadurch ist es dann kein Abseits und so eine Scheiße. Was soll so eine Scheiße, Leute? Ja, da müssen wir wieder von wegkommen. Werden wir das? Sehr wahrscheinlich nicht. Ja. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber es ist grausam. Ja, da gehe ich mit. Und das ist ein gutes Schlusswort. Leute, vielen lieben Dank für eure Meinung. Ja,
Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und wir hören uns spätestens in 2 Wochen nach der Länderspielpause wieder. Tschö. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.